Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Formula One is back, das trifft es ziemlich gut, und zwar, wir reden heute über die Pre-Season-Testings, die in den letzten 3 Tagen in Bahrain sind, plus auch noch über das Formula 1-Event, wo alle Car-Liveries vorgestellt worden sind, und auch noch unsere ersten Einschätzungen. Welches Team wird besser performen dieses Jahr, welches Team wird schlechter performen dieses Jahr und wie haben sich die Rookies in den Testtag angestellt. Das alles schauen wir in dieser Episode an. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. So, dann legen wir los mit der neuen Episode vom Unsafe Release in der neuen Formel 1 Saison 2025. Und das Ganze hat gestartet mal mit einem sehr außergewöhnlichen Event, kann man sagen, in London in der O2 Arena ist das gewesen. Und zwar F1 75 Launch, Car Launch, ich glaube, das irgendwie jetzt geheißen kann. Das haben sie, glaube ich, meines Wissens gemacht, weil das eben jetzt 75 Jahre Formel 1 Geschichte ist. Muss man aber ehrlich sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es jetzt weiterhin so machen. Weil ich habe ehrlich gesagt, die Show an sich habe ich eigentlich noch recht cool gefunden. Weil man hat schon den Fokus nicht zu fest auf eine Show gehabt in dem Sinn, mit Musik-Acts und so. Es hat so für meinen Gusto, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen viel Musik drin gehabt, beziehungsweise das, was Alpine gebracht hat. Also bitte, der Dude, Mann, mit seinem scheiß DJ-Pult dort, der hat mich so, also der hat mich wirklich zum Kotzen gebracht. Aber, oder auch erst die anderen, die rauskommen mit Ai und so. Und ich denke, ja, Ai, wenn ich das Auto gesehen habe. Aber, anyway, jedenfalls, an und für sich, im Großen und Ganzen habe ich es recht cool gefunden. Ich habe auch der Moderator, der alle Fahrer ein bisschen hochgenommen hat und so, und auch Teamchef und so, habe ich auch recht gefühlt mit ein paar Kommentaren und so. Ich musste so lachen, wo er gesagt hat, so, ich kann nicht verstehen, wie man Beef hat mit dem George Russell. Er sagt doch, der netteste Mensch auf dieser Welt. So richtig so, Shut up. Ey. Alter. Ey, da hatte ich schon ein Gefühl gehabt. Und ja, nein, an und für sich, also im Großen und Ganzen habe ich ein cooles Event gefunden. Man hat schon gewusst, man sieht technisch nichts. Es ist wirklich nur rein Livery, also wie die Autos aussehen. Und ich finde, sie haben es gut gemacht. Weil eben, wie gesagt, der Fokus war mehr ein bisschen auf dem gewesen und nicht eben so mega Show und das und jenes und so. Man hat schon wirklich eigentlich so ein bisschen mehr eigentlich aufs Wesentliche gehabt. Das habe ich gut gefunden, also für mich persönlich. Und ich habe wirklich nur alle Liveries gesehen. Am Schluss sind ja alle nur auf der Bühne oben gestanden. Das habe ich nicht mehr gesehen. Es ist dann doch ein bisschen spät geworden. Dann. Aber sonst, im Großen und Ganzen kann ich sagen, habe ich es eigentlich gut gefunden. Ja, wie hast es du gefunden? Ja, also meine Meinung hat sich eigentlich zu vor dem Event, zu nach dem Event noch nicht gross geändert. Ich verstehe nicht genau, wieso dass man ein Event macht, wo man die neuen Liveries auf den Autos zeigt, während dem Teams eigentlich schon ja, mehr oder weniger Liveries presented haben oder Autos presented haben vor dem Launch-Event und nach dem Launch-Event auch wieder. Also für mich ist es so ein bisschen, okay, cool, es sind mal alle beieinander, und etwas, was ich sehr gefeiert habe, ist mal einfach wieder alle Fahrer zusammen zu sehen, alle Teambosse zusammen zu sehen, die Pressekonferenzen, um mal von den Leuten zu hören über die News, die es über New York halt gegeben hat, obwohl das Jahr eher spärlich ist, das ist relativ übersichtlich. Aber ja, grundlegend, ja, keine Ahnung, es ist nicht eine schlechte Show gewesen, es ist zum Glück nicht allzu viel Musik gewesen, aber eben gerade so Acts wie das von Alpine ist der Grund gewesen, wieso ich das wirklich bewusst mit Absicht nicht live geschaut habe. Ja, damit ich eben genau das Zeug kann skippen, weil das hätte ich mir nicht können. Ja, bis froh hast du skippen. 7 Minuten oder so. Aber es ist so lang gegangen. Es ist so lang gegangen. Das hat einfach nicht gut. Du hast mich gesehen im Stream, weil ich also ja gerade gestreamt hatte. Ja. Hey, also ich habe Live-Bild nicht gezeigt, aber ich auch nicht riskiert, dass ich irgendwie da Beef bekommen habe. Und dann bin ich auch in dieser Zeit einfach am Handy gewesen, weil du hast nichts machen und jedes Mal wieder zwischendurch habe ich es aufgeschaut und ich so, hey, wie lange geht das noch? Immer so, ich bin richtig am Verzweifeln gewesen, Anfang. Eigentlich hätte es Werbung aufschalten zwischen. Ja, besser wäre es gewesen, ja, definitiv. Aber sonst habe ich wirklich Freude gehabt an so ein bisschen dem Fakt, einfach, dass Teams so auf eigene Art und Weise haben können, etwas präsentieren, wie sie halt wollen. Ja. Und zuerst bin ich fast den Bach runter, wo die
Tamburenspieler rausgekommen sind. Ich habe zuerst gemeint, die haben Top Secret geholt. Wenn ihr Top Secret nicht kennt, das ist so ein Tamburenverein von Basel, ziehen dich mal ein Video rein von denen. Das ist krank. Aber es ist überhaupt nicht das gewesen. Die sind voll basic unterwegs gewesen. Aber gleich, jeder hat so auf seine eigene Art und Weise können sein Auto präsentieren und ich finde, die haben das alle auf eine coole Art gemacht. Ich muss aber sagen, dass die Deliveries auf dieser Bühne ganz anders übergekommen sind, als dass sie live auf dem Track sind. Und ja, das haben wir jedes Jahr, vor allem wenn Renders rauskommen, aber irgendwie ist mir das Jahr noch mehr aufgefallen und ich habe sehr viele Deliveries eigentlich im Nachhinein auf dem Track viel schöner oder viel grusiger gefunden als auf der Bühne dann. Mhm. Aber weiss nicht, ob das noch mehr so ja, also, wenn du das so sagst, kommt mir eigentlich gerade der Alpine in Sinn. Ja, weil der Alpine, da kommen wir schon gerade ins Ranking rein, so ganz kreuz und quer. Beim Alpine habe ich mir ganz ehrlich auf der Bühne gedacht, fuck, ist das Ding hässlich? Und habe in meinem Kopf schon mal irgendwie so ein fettes 2 oder ein 3 Rating gegeben. Und auf der Strecke muss ich sagen, sie haben in meinen Augen ein viel schönes Blau. Es ist nicht so tief, wie sie schon, aber es ist so schön chromig und so. Und irgendwie als Pink. Und ich habe ihnen nicht geglaubt, bin ich ganz ehrlich, dass sie wirklich so viel Farbe auf dem Auto haben. Ich glaube, das geht für die meisten Teams so. Aber Alpine hat wirklich fast die ganze Karre wirklich blau und pink. Und wegen dem, also ich habe ein neues Rating jetzt von einem 7 gegeben, 7 von 10. Ich finde, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Okay. Ja gut, nein, also so gnädig bin ich doch nicht so alt bin. Also ich habe ihn schon auf der Strecke schöner gefunden, aber ich bleibe bei meinem 4 von 10, weil das BWT im Pink, das sieht so hässlich aus. Wenn die Farben inventiert wären, das habe ich schon gesagt bei der Live-Show, es würde viel besser aussehen. Also das, was eigentlich oder pink ist, pink hätte. Das, was pink ist, sollte blau sein und das, was blau ist, sollte pink sein, würde viel schöner aussehen. Aber du eben, also ich meine, das ist halt Alpine. Alpine ist halt immer ein bisschen speziell. Ich finde auch den Team-Merch, den sie rausgebracht haben, ich habe ein bisschen durchgeschaut, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und auch die Racing-Suits, die sehen auch nicht so wahnsinnig gut aus. Also von dem her gefällt mir jetzt das ja wirklich also gar nicht, muss ich sagen. Ich glaube, es kommt halt extrem darauf ab und das merkt man einfach, wer dein Kleidungssponsor ist. Also ich finde jetzt zum Beispiel die Ferrari-Kleidung, die haben ja eine neue Puma, sieht sick aus. Und ich finde auch Mercedes-Kleidung, die jetzt mit Adidas arbeitet, was übrigens irgendwie einfach perfekt zusammenpasst, sieht auch richtig, richtig gut aus. Allerdings, Red Bull habe ich das Gefühl, Teamkit sieht das ja ziemlich geil aus, so simpel mit den das wird über Red Bull Fett nie geschrieben. Nein. Ich finde das hure geil mit den 2 roten Streifen aussen. Nein, ich finde es gar nicht schön. I don't know. Lustigerweise, Hugo, der eigentlich hure geil aussehen, finde ich richtig beschissen bei den Racing Bulls. Dem grossen Hugo. Hast du das Gefühl, jeder in der Garage heisst Hugo? Ja, Hugo, ja. Alle drei sich um. Hugo! Ja, nein, aber keine Ahnung. Von den Dings her, von den Teamkits, finde ich sehr speziell, aber gerade bei Ferrari zum Beispiel, wie sehr sich das verändert hat. Nur weil jetzt halt der Hamilton gekommen ist, der hat halt automatisch Puma mitgenommen. Und ich finde wirklich Teamkits eigentlich von Ferrari eigentlich wieder mal am schönsten. Die haben es die letzten paar Jahre gut im Griff. Ja, aber ich finde es eigentlich speziell, dass Tommy Hilfiger nicht so Ferrari gekommen ist, weil er hat ja eigentlich den Brand reingebracht, so Mercedes dazu mal. Und ja, jetzt geht er weg von Mercedes und Tommy Hilfiger geht auch weg. Und dann dachte ich so, vielleicht gibt es jetzt wieder eine Kooperation zusammen. Weil ich meine, es hat es ja auch schon mal gegeben, Tommy Hilfiger und Ferrari. Aber anscheinend nicht. Vielleicht kommt es noch einmal, aber jetzt mal das ja sicher nicht. Aber wir kommen mal zurück wieder zu den Lyrics, weil das ist eigentlich das, was wir noch eigentlich wollen raten in dieser Episode. Und zwar, wir starten, jetzt haben wir zwar Alpine schon vorab genommen, aber ist nicht so schlimm. Wir starten aber schon mit dem Auto, das auch wirklich als erstes gezeigt wurde, ist an dieser Show. Und das war der Sauber gewesen. Und ganz ehrlich, ich finde den Sauber sicher schon mal viel schöner oder viel geiler als letztes Jahr. Weil ich weiss, letztes Jahr habe ich gesagt, es wäre viel geiler gewesen, wenn sie vorne einfach grün gemacht hätte und gegen hinten schwarz. Das weiss ich noch. Und jetzt habe ich die Show geschaut und der Karre kommt einfach 1:1 so raus, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur was mich ein bisschen stresst, ist, dass Halo grün ist. Das hätte es schwarz machen können. Der Halo in schwarz wird besser aussehen als grün. Aber, so ein bisschen Detailsachen. Aber ich finde, dass die Nase komplett grün ist und gegen hinten schwarz wird, finde ich eine richtig geile Idee. Und darum für mich das Sauber ein 6 von 10. Weil gegenüber dem Vorgänger, also auf dem 24er Auto, sieht er viel besser aus. 24er auf der Seite grün und die Nase, also die Nase vorne Seite grün und vorne schwarz in der Mitte.
Habe ich nicht geil gefunden. Hm. Also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen, weil für mich sieht die Zauberlivery ein bisschen so aus, als ob sie selber in einem Face Creator gemacht hat. So. Ja, ja. Da habe ich Sie hat bei Alpine auch gesagt. ja, okay, gut, das passt so, ja. Ich find einfach bei Sauber, es ist eine geile Idee, aber ein bisschen eine lazy Application. Also ich finde, wenn das Sujet so gehst, mit das von vorne soll er grün aussehen und von der Seite schwarz zum Beispiel, dann muss es fast so gemacht werden wie der Renault von 2019, glaube ich, oder 18. 19 oder 18. Der ist so schön gewesen. Ich sage immer noch, das ist, obwohl ich Renault gehasst habe, eines der schönsten Liveries gewesen. Einfach, weil es perfekt war. Wenn du von vorne geschaut hast, ist alles gelb gewesen. Wenn du von der Seite geschaut hast, ist alles schwarz gewesen. Und es hat einfach Sinn gemacht. Und es hat keine hässlichen Stellen gehabt. Und jetzt da zum Beispiel, ich finde einfach, die Abtrennung zwischen wo hast du grün und wo hast du schwarz, finde ich mega grusig. Und zum Beispiel, dass der Rollhoop auch noch so ein bisschen leicht grün ist, das sieht einfach so komisch geschnitten aus irgendwie. Aber was es für mich auch hure gerettet hat, wo er auf der Strecke war, das Grün, das Dunkle, keine Ahnung, wie man dem sagen soll, das ist so ein mega, mega geiles Grün und das habe ich extrem gefeiert. Und ich feiere es auch hure, dass sie Dings nehmen auf Steering Wheel so gross und präsent drauf tun. Und jetzt jedes Mal, wenn der Bortoletto am Fahren ist, sehe ich gross auf dem Steering Wheel Gabriel. Ich heiße übrigens Gabriel, für die mich nur einen Schubs können. Und das finde ich ziemlich geil. Das Gefühl, du hockst drin. Ja, genau. Nein, aber nichtsdestotrotz, ich find sie nicht hässlich, ich finde sie nicht super schön. Wegen dem schönen Grün haben wir aber gleich eine 6 gegeben. Also das ist mein Rating für die Zauberlivery. Und was du meinst mit der Farbe, ich kann das voll verstehen, weil ich würde dem Grün sagen, es ist so ein bisschen wie verwaschen. Weißt du, es ist nicht mehr so Hochglanz, aber es ist auch nicht irgendwie so gefühlt ganz matt irgendwie. Es ist wie ein zu grünes Militärgrün. So. Ja, gut, das ist ein bisschen giftiges Grün dann. Also, Militär ist doch viel dunkles Grün, nicht? Ja, genau, wegen dem sagen, es ist zu so grün. Meinst du? Okay, ja, gut. I see. Nein, also, ich finde es cool. Mir gefällt es eigentlich noch, aber eben, ja, es sieht schon, wie du es gesagt hast, es ist eben so wie so im F1-Game, wenn so My Team-Karriere startet, ist so, ja, jetzt machen wir also so. Genau. So sieht es so etwa aus, das kann man schon so sagen, ja, genau. Dann das nächste Team nach Sauber ist Williams dran gekommen. Williams hat, finde ich, eine sehr schöne Lackierung rausgehauen. Vor allem sind ein cooles Blau hinten auf der Motorabdeckung. Das ist so ein bisschen hell. Und das gefällt mir mega. Auch vorne finde ich das Auto schön mit der schwarzen Nase, die er jetzt endlich so ein bisschen bekommen hat. Ich weiss nicht wieso. Ganz so brutal umgehauen hat es mich nicht, weil es ist auch irgendwie man hat es auch irgendwie erwartet, dass das Auto so wird aussehen in die Richtung wieder. Darum für mich ein 6 von 10, weil es gleicht schon sehr ähnlich im Vorgängerauto, muss ich sagen. Ich finde aber, Williams steht sehr, sehr gut da. Vor allem, ich finde es schön, dass Williams inzwischen mega viele Sponsoren auf dem Karren drauf hat. Die haben jetzt einen neuen Titelsponsor, was sie auch absolut verdient haben. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch mit dem Geld, das sie bekommen, wirklich doch ein bisschen durchgrinden und vorziehen dann wieder mit der Performance. Also Williams, nicht nur mit der Livery, sondern auf der Strecke haben sie gut ausgesehen. Das werden wir nachher noch ein bisschen genauer besprechen, wenn wir über das Testing reden. Und von der Livery her muss ich echt sagen, in meinen Augen ist die Williams Livery ein absoluter Banger. Also ich bin obwohl es klar so ein bisschen eine Weiterführung ist von dem, was sie früher hatten, ich finde, das ist die beste Livery seit 2020 oder so. Irgendwann haben sie eine geile Livery gehabt, die sie doch nicht durchgezogen haben, weil Rocket abgesprungen ist. Rocket? Meinst du Rocket? Ja, Rocket, ja. Nicht Rocket. Also, ich glaube, der Sponsor hat Rocket geheißen. Also, es ist das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein, was ist es, ein polnischer oder so, habe ich gemeint. Ja, es war eine polnische Firma, ja. Aber also der war ja so rot noch, oder nicht? Hat noch rot drin gehabt. Ja. Der hat ausgesehen wie eine grosse Zahnpasta-Tube, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Der ist so rot-blau. Colgate, Alter. Ja, genau. Also, ihr könnt das mal abchecken. Im Testing haben sie sie in 2019, glaube ich. So im Testing haben sie sie gehabt. Und nachher haben sie nicht mehr gebraucht.
Oder vielleicht ist es Corona gewesen. Könnte auch 20 sein. Ich finde es raus, wenn ihr es googelt. Das kannst du gerade sagen. Wir müssen einfach Williams Rocket Ja. Livery eingeben, dann müssen wir es finden. Ich habe ihn da gerade vor mir. Ja. Nein, ist gar nicht roh gewesen. Oder? Mal da haben sie. Nein, von dem hat es. Mal da, ja, ist er roh gewesen, ja. Dann haben sie nur im Testing Ja, genau. gefahren. Ja, es geht. Also so schön hat er jetzt nicht ausgesehen, finde ich, aber... Okay, vielleicht habe ich noch anders in Wann Erinnerung. ist das gewesen? Warte mal, ich drücke da schnell kurz drauf, vielleicht sind ich da. Nein, das ist schon mal wegen dem Verklagen, weil die haben sich ja dann gegenseitig verklagt. 2019 war es gewesen. Ja. Okay, 2019. Jetzt gegenseitig. Ja, es ist so. Es ist so. Ja. Die haben sich wirklich verklagt. Das ist einfach der State of Williams, Alter. Und ich meine, das hat jetzt, glaube ich, gerade schnell gut gezeigt, wie weit das Williams gekommen ist. Aber ja, da reden wir nachher sicher noch drüber. Ja. Anyway. Meine Livery-Rating, ich bin, seitdem ich auf der Strecke gesehen habe, steinhart auf ein 9 Uhr gekumpelt. Und ich sage, es ist meine Lieblings-Livery. Und da sowohl Racing Bulls nachher noch dran kommt. Boah, ich will gerade sagen, Aber Alter. die Williams Livery finde ich so schön. Das ist mittlerweile meine Lieblingslivery. Und ich gebe nachher bei den Racing Bulls den Grund dazu. Okay. Ja, zu denen kommen wir jetzt eigentlich auch gerade, zu der Racing Bull, weil das nächste Auto war, das vorgestellt wurde. Und ich habe wirklich ohne Scheiß, ich habe erwartet, ja, es kommt wieder so etwas Ähnliches wie letztes Jahr, wieder mit dem Blau, weil das Blau habe ich eigentlich auch schon schön gefunden. Aber auch die Kombination mit Hugo drauf auch wieder so, das Rote hat ein bisschen gestört gehabt. Aber ich dachte so, ja, wird wieder so in die Richtung gehen. Und da steht einfach ein weißes Auto dort. Alter, das hat mich so hart abgeholt. Die harten Flashbacks vom Red Bull Türkei ja. 2021. Genau. Und bei mir ist wirklich die Livery, und das ist das höchste Rating, das ich gebe, ein 9 von 10 geworden. Weil ich finde, das Auto sieht, also ich habe immer gesagt, ein weißes Formel 1 Auto sieht immer geil aus. Es sieht immer geil aus und die machen das, ich finde es richtig geil. Ich finde auch schön, dass auch das Hugo Boss vorne nicht so aufdringlich wirkt auf dem Frontflügel, weil Red Bull hinten auch schon rot geschrieben worden ist. Und ich finde auch, dass die kleinen Details mit den Bullen auf der Seite, die blauen, finde ich auch recht cool, also wo hinten eigentlich dort auf der Hinterachse so vorkommen liegt. Und das Weiße als, ich finde das die schönste Livery. Ich finde das ist so eine geile Livery, so cool und auch strong von Racing Bull, dass sie das so durchziehen, weil anscheinend ist ihr Auto genug leicht, dass sie so Farbe können draufklatschen können. Sonst wäre Weiß ist ja eigentlich die schwerste Farbe. Ja, das weiss ich jetzt nicht, aber sonst würdest du ja eigentlich mehr Carbon sehen, weißt, vom Auto. Aber da siehst du wirklich kaum Carbon drauf. Darum für mich ist es 9 von 10. Ich finde eben noch, ja, absolut. Ich finde eben noch, weißt, die Carbonteile, die sie haben sie hure gut versteckt. Also es ist gar nicht nervig, der untere Streifen, das hat man jetzt auf der Strecke sehr gut gesehen, oben. Unter dem Air Intake ist ein bisschen schwarz. Aber es ist halt wirklich, es sind an der richtigen Ecke eigentlich Farbe eingespart. Und ich finde wirklich, ich stimme dir eigentlich in allen Punkten zu. Ich bin ein riesen Fan. Ich muss endlich irgendwann mal mir so ein Miniatur Red Bull Dings kaufen von Türkei. Also das war ja eigentlich ein Japan-Livery gewesen. Aber Japan hat ja nicht stattgefunden. Aber die Livery dann ist für mich ein 10 von 10 von 10 von 10. Das ist meine absolute favorite Livery of all time. Keine Ahnung, die hat einfach so geil ausgesehen. Aber was für mich eben ein bisschen reinscheisst, sind die Bullen. Die blauen, kleinen Bullen unten. Gerade die ich geil finde, findest du scheiße. Die findest du geil. Ja, das habe ich mir einfach schon gedacht, du das mal in der Sprachnotiz gesagt hast. Ich habe wirklich die einfach nicht so geil gefunden. Und wegen dem, ja, also es ist gleich ein 9. Aber wenn ich mir jetzt so ein bisschen auf der Strecke muss entscheiden, welche Livery hat mir am besten gefallen, gefällt mir einfach die Williams besser, weil die einfach irgendwie kongruenter ist. Irgendwie passen die Bullen für mich dort nicht rein. Okay. Aber sonst finde ich es trotzdem wunderschön. Ja, ich finde das Auto brutal. Also ich finde von allen absolut. Liveries finde ich das, also neben Ferrari, finde ich das eigentlich eine der stimmigsten, muss ich sagen. Definitiv. Ja gut, das wäre auch schon mal Racing Bull gewesen. Wo jetzt wirklich Racing Bull heisst und nicht mehr Visa Cash App Racing Bull F1 Team, sondern nur noch Racing Bull. Und trotzdem überall noch so branded sind. Aber scheint es eben nicht mehr Titelsponsor sind oder so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber jedenfalls ist es nicht mehr im Namen erwähnbar. Immerhin haben wir nicht mehr so einen hure langen Zungenbrecher. Das nächste Team ist Haas. Haas Livery haben sie ja per Excuse ein paar Tage vorher geleakt.
weil sie in Silverstone sind gefahren. Und dann hat es natürlich Leute, die auch dort waren. Schau, da der neue Haas-Foto gemacht, Social Media, zack, geleakt wurde. Ich glaube, das Formel 1 selber hat nicht so Freude gehabt, dass sie das gemacht haben. Ich muss aber sagen, ich finde die Haas-Livery okay. Sie reißt mich jetzt komplett vom Hocker. Du merkst schon ein bisschen den Toyota-Vibe, der drin reingekommen ist mit dem Weiss jetzt, der Weiss-Schwarz-Rot und so. Ich finde sie schön. Ja, schön ist es vielleicht übertrieben. Ich finde sie okay, aber mehr auch nicht. Und für mich ist es ein 6 von 10. Ich würde ihr schon ein bisschen mehr geben als ein 5 von 10, aber nicht mehr als irgendwie ein 6 von 10. Ja, ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Rot-Weiß-Schwarz, das ist meine Kombi. Ich habe mein ganzes Gaming-Setup Rot-Weiß-Schwarz. Ich liebe das einfach. Und zudem bin ich wenn wir von Rallye reden, auch ein Toyota-Fan. Also für mich, ich finde sie sehr schön, die Livery. Ich habe ein 8 gegeben in total. Einfach nur schon wegen der Farbkombi. Und irgendwie dieses Jahr, ich weiß nicht, was es ist. Ob es ein grosses, schwarzes Haas-Logo ist in der Mitte oder eben Toyota Gazoo Racing, wo man ab und zu mal ein bisschen auf dem Auto sieht. Aber irgendwie hat das für mich einfach etwas. Und ja, es schießt nur im Oli Behrman seinen huere grusigen neon-gelben Helm rein, wenn man das alles anschaut. Aber jetzt zum Beispiel mit dem Ocon seinem Helm drin, der rot-schwarze, Das ist geil. wenn das umfahren ist, Alter, das sieht Ja, so das ist geil geil. aus. Das ist einer der schönsten übrigens, meiner Meinung nach. Also schönste Helme so. Also Genau. ich glaube schon, dass hauptsächlich mehr Weiss wieder so den Unterschied macht, dass die Livery viel geiler aussieht. Weil der alte Haas hat ja nur leicht, also das Haas-Logo an sich war weiss beim alten Haas und das Halo und ein bisschen vor dem Halo und so einfach um den Fahrer herum ist ein bisschen weiss. Der Rest war ja eigentlich immer schwarz gewesen, eigentlich oder rot. Und ich glaube, das macht schon ein bisschen den Unterschied aus, dass jetzt halt eben so die Airbox auf der Seite noch weiss ist und eben die Nase vorne noch weiss ist. Also eben, ich finde ihn schöner als letztes Jahr, das definitiv. Aber ja, mich holt es nicht so 1000% ab. Aber ich kann es verstehen, wenn du sagst, eben, so, dir gefällt das von der Kombi her und so. Und eben, wenn du sowieso die Farbe noch gerne hast, du, alles okay. Finde ich super so. Das nächste Team wäre eben Alpine gewesen, haben wir schon angesprochen gehabt. Und dann nachher ist Essen gekommen. Jetzt bei Essen ist ja eigentlich so ziemlich klar gewesen, was dort jetzt für eine Karre dort steht. Weil, ja, meine Aston Martin, British Racing Green, das ist halt ihre Farbe, die sie drauf haben. Es ist halt so ein bisschen wie bei Red Bull, ist klar, in welche Richtung das geht. Sie haben jetzt das Aramco noch in schwarz gehalten oder in einem schwarzen Hintergrund gehalten. Früher war das auch auf grün gewesen, aber dort ist jetzt einfach wahrscheinlich Carbon, um noch mal ein bisschen Gewicht zu sparen, was auch immer. Ja, man hat es jetzt nicht so abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Also bei dieser Show hat es mich nicht so überzeugt und es ist, was für ein Wunder, nicht Red Bull, die schlechteste Bewertung, die ich gegeben habe. Und zwar ein 3 von 10, weil es halt einfach das Gleiche ist. Klar, mir gefällt das Grün, ich will das nicht abreden, mir gefällt das Grün, aber irgendwie so, ja, irgendwie habe ich es auch schon ein bisschen gesehen oder ich hätte es geil gefunden, wenn es vielleicht ein bisschen etwas anderes kommen wäre. Die Möglichkeiten wären sicher auch rum gewesen, dass du ein bisschen umgespielt hättest mit der Farbe. Also klar schon grün, aber vielleicht irgendwie ein bisschen etwas anderes, noch mehr schwarz oder so, weiß ich auch nicht. Also da hättest du schon noch etwas rausholen können, finde ich jetzt mal. Ja, definitiv. Also ganz ehrlich, du hast glaube ich schon alles gesagt, was man über Aston muss sagen. Ich wollte auch nicht allzu viel Zeit verlieren. Für mich ist schon immer eigentlich der Aston, weiß nicht, er sieht nicht schlecht aus, aber er ist so basic, dass ich halt wie nicht will, eine riesen gute Bewertung geben jeweils. Also ich gebe ihm auch da einfach wieder ein 5 und ja, würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten, weil also viel zu sagen geht es über Delivery nicht, würde ich mal behaupten. Ja, das nächste Team ist Mercedes. Mercedes ist mir das erste, was mir aufgefallen ist, dass die rote Haube weg ist, der Lufteinlass oben. Und zwar Ineos, einer von der Anteilsinhaber von Mercedes, ist einfach nicht mehr oben auf dem Lufteinlass drauf. Sonst haben sie immer den roten Einlass gehabt. Und ich habe das nicht gewusst. Ich bin nachher wirklich gegoogelt, wieso und warum das Ineos nicht mehr drauf ist. Dort auf der Nase vorne sind sie schon noch drauf. Aber scheint hat Ineos Geldproblem und scheint hat Mercedes mit Ineos richtigen Beef gehabt. Wegen Geld und alles drum und dran, dass sie jetzt immer noch als kleiner Sponsor drauf sind und nicht mehr so als Teilinhaber. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass Mercedes wieder den Drittel, wo sie besitzen, zurückkaufen. Und da wird wahrscheinlich Ineos komplett weg sein. Also, mir steht es nicht, weil, also,
am Anfang habe ich das Rote oben richtig wüst gefunden, auf dem Heckflügel. Jetzt, wo es nicht mehr drauf ist, finde ich es irgendwie hure weird, dass es weg ist. Aber so jetzt beim Fahren in der Testtag habe ich sagen, doch, es sieht eigentlich schon schöner aus ohne. Also das ist so, was ich einfach persönlich nicht so schön finde am Mercedes, ist, dass sie das oben auch noch silbrig gehalten haben. Sie hätten das können schwarz machen, hätte ich geiler gefunden. Weil ich finde den Mercedes an und für sich auch okay, aber er ist halt, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, so ein bisschen, sie halten so mega an dem Schwarz irgendwie noch fest, aber gleichzeitig an dem Silber und dann wichsen sie da etwas zusammen. Sorry für den Ausdruck, aber ich kann es einfach nur so das Wort brauchen. Und darum, für mich ist es nur ein 4 von 10, weil es hält mich nicht so extrem ab. Es ist so, ich habe die alte Livery, also die im 23, habe ich eben auch schon nicht schön gefunden bei Mercedes. Und jetzt so, also ich finde, das könnte es besser machen. Meiner Meinung nach. Ja, sehe ich. Also ich finde, es ist zwar ein Upgrade von letztes Jahr. Gerade die rote Haube, dass die nicht mehr ist, die rettet sich. Ich habe die jetzt so grusig gefunden. Er sieht einfach wieder aus, wie ein Mercedes aussehen. Und ich finde auch, dass sie das Schwarz-Gradient zu Silber drin behalten sind, hure geil. Ich finde, seit längerem wieder einer der schöneren Mercedes. Aber auch ich kann ihm eigentlich nicht mehr als ein 7 geben, weil es halt einfach irgendwie same, but different ist. Und was ich auch muss sagen, was mich mega gestört hat beim Testing, ist mir das extrem aufgefallen, ist, vorne an der Nase ist hure viel schwarz. Ich weiss, das machen sie zum Verstecken, wo genau der Übergang ist zwischen Unterlippe und in dem Sinne Nase selber zum Beispiel. Aber er ist wie zu hoch. Es sieht so ein bisschen aus, als ob das Silber einfach wie zu hoch oben ist. Und ich finde das wirklich nicht so geil. Also ich gebe ihm einfach ein 7 von 10 und ja, kann ihm auch nicht viel mehr Punkte geben als das. Ja, alles gut. Beim nächsten Team habe ich auch nicht viele Punkte gegeben. Und zwar Red Bull. Ja, also weißt du, bei Red Bull ist so, der Max hat das, glaube ich, das letzte Jahr auch schon gesagt, das Jahr wieder so, ja, vielleicht werden wir ja da so alle überrascht, hätte so, glaube ich, gesagt, können wir streamen mal, wo er gestreamt hat. Und ich Double habe eiskalt gelaufen und habe gedacht so, geil, jetzt kommt vielleicht wirklich etwas Neues, oder? Und ich so dort gehackt, so mit voller Erwartung, vielleicht kommt jetzt etwas Neues. Und dann in der Präsentation, ich so, okay, gut, schön, danke für den, Max. Einfach, ja, 1 von 10. Es ist halt immer das Gleiche, weißt du? Ich meine, es ist nicht immer von dem blau-violetten, wo sie mal ein bisschen drin hatten, jetzt auch auf das dunkelblaue, fast schon schwarz, wo sie jetzt eigentlich haben. Und das haben sie schon seit 2017 oder 16 haben sie es auch schon gehabt. 15 glaube ich noch nicht. Also die haben das jetzt wirklich fast schon 10 Jahre lang immer die gleiche Livery. Das ist eigentlich crazy, wenn du das so überlegst. Und ja, es wäre schon mal schön, wenn Red Bull da mal etwas anderes macht. Vielleicht dann das nächste Jahr mit der neuen Fahrzeuggeneration, wo wir dann wieder andere Chassis haben und anderen Motor, dass es dann vielleicht dort eine kleine Überarbeitung gibt. Aber es wäre schon mal schön, wenn sie mal etwas anderes machen würden. Ja, definitiv. Und ich meine, wir können Hoffnung haben, dass es mit Ford mindestens ein bisschen etwas anderes reinbringt. Vielleicht ein anderes Blau oder who knows, vielleicht eine ganz neue Livery, was aber... Wahrscheinlich wird einfach hinten auf dem Motorabdeck wird auch ein fettes Ford-Logo sein, mehr nicht. So wie Ferrari mit HP. Das Einzige, was ich mir wirklich noch vorstellen kann, ist, dass sie wieder so ein Purple into Blue Gradient reinbringen. Oder dass sie halt so zum Beispiel der Rally Livery nachher gehen, wo sie wirklich so ein Hellblau brauchen und den Rest gleich behalten. Bei der WRC sind sie auch mit Red Bull zusammen. Dort ist einfach nur ein anderes Blau und der Rest ist etwa ähnlich. Also, schlussendlich, ich bin froh, hat Red Bull eigentlich ihre Präsentation kurz behalten. Ich bin sehr verschrocken, wie schnell das fertig war, nachdem sie das Video gezeigt. Dann sind die auf Führer gelaufen. Hallo zusammen und tschüss. Die habe ich gar nicht groß über die Livery geredet. Und ja, dieses Jahr bewerte ich die Red Bull Livery mit. Es ist halt ein Red Bull Livery und gebe keine Zahl. Okay. Nein, also bei mir ist es seit etwa 2 Jahren immer ein 1 von 10, weil es halt immer das Gleiche ist. Ja, ich finde sie an und für sich schön. Ich habe glaube ich auch so ein 7 oder ein 8 gegeben oder so, aber ich habe es gesehen. Nein, ich finde sie eben nicht einmal schön. Das ist eben das Schlimme. Ich finde es eben, man hat den alten Red Bull, also nein, wo der Red Bull das erste Mal so gekommen ist, habe ich ihn geil gefunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe den alten Red Bull eben geil gefunden, wo es eben das Blau, eben so, weißt du, so Vettelzeiten, so, wo ein bisschen das Blau noch drin hatte und so, das habe ich viel geiler gefunden. Und mit dem Infinity und ja, so. Vor allem, weißt du, der Red Bull, der Schriftzug an sich, der ist ja jetzt eigentlich nur noch rot, ohne Kontrast, auf einem also auf dem dunkelblauen Hintergrund. Und früher war Red Bull immer noch weiß umfasst gewesen. Also weißer Kontrast, und das hat immer viel geiler ausgesehen.
Ja, I don't know. Also ich find's eigentlich richtig geil, so, weil es ist halt wie nicht zu viel irgendwie. Mhm. Und ich habe einfach auch das dunkelblaue noch gerne und das poppige Rot und ich liebe einfach Gelb. Und sie haben relativ viel Gelb im Auto oder am Auto, so. Ja, ich finde es schön. Ja, du, das nächste Auto, glaubst du, da können wir uns auch darüber diskutieren, ob wir es schön finden oder nicht. Ferrari. Mhm. Also, vorab muss ich sagen, ich finde, wie soll ich sagen, also ich finde das Auto schön. Das werde ich mal einfach schon vorab so festhalten. Ich finde es schön. Ich finde auch den Rotton, den sie haben, dass er jetzt also dunkelröter ist, finde ich auch cool. Was mich einfach hart stört, ist das HP auf der Motorabdeckung hinten. Sonst auf der Frontflügel und auf dem Heckflügel stört es mich nicht. Aber auf der Motorabdeckung, der weiße Streifen mit HP drauf, boah, I don't know. Ich habe zwar ein paar Kommentare gelesen, es soll ein bisschen so an das Marlboro noch ein bisschen erinnern, wo sie ja auch früher weiß hinten hatten auf der Motorabdeckung. Das ist true, das haben sie wirklich auch schon so gehabt. Aber dann ist das blaue HP-Logo einfach ein bisschen zum Kotzen. Wieso haben sie nicht einfach rot gemacht und das HP in weiß geschrieben? Das wäre viel schöner gewesen. Wäre viel besser gewesen. Darum, für mich ist es schon immer noch mit unter anderem eine der schönsten Liveries. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, ich finde den Rotton richtig, richtig geil. Darum für mich ist das ein 8 von 10. Aber das HP, das stört mich einfach mega. Sonst finde ich es mega stimmig. Aber das HP, das stresst mich richtig. Vor allem, es ist grösser als das Ferrari-Logo drauf. Das ist so bodenlos. Ja, nein, also es ist wirklich, ich finde es lustig, weil wo wir die ersten Thoughts eigentlich uns schnell auf WhatsApp zugeschickt haben, hat es eher so gedacht, dass ob du eine schlechte Bewertung ist und ich eine gute. Mit so einer Live-Strecke gesehen hast, bei mir andersrum. Ich gebe nur eine 6. Ich weiß nicht, also das HB-Logo zerstört es. Sind wir ehrlich, das ist das Hauptproblem. Es hat es schon letztes Jahr kaputt gemacht, wo es aus dem Nichts einfach so gekommen ist. Das Blau passt einfach nicht. Punkt. Wenn blau, dann macht das Ferrari blau, wie in Miami, so ein Babyblau, so von mir aus, okay. Aber das hässliche hure Blau, das viel zu knallig und zu poppig ist. Und ich finde auch, fucking HP für mich ist einfach eine Druckerfirma, Alter. Was hat eine Druckerfirma auf einem Formel 1 Auto zu tun, Alter? Das, ich weiß nicht, werde ich nie verstehen. Anyway. Und zu viel Weiss an der falschen Stelle. Ein Ferrari kann gut aussehen mit Weiss. Aber dann machen es geschickt, machen es intelligent, machen es schön. Wie zum Beispiel bei Williams. Feine Pinstripes, aussenrum. Nur der Heckflügel, nur der Frontflügel, maximal. Aber so, ich weiß auch nicht, das sieht angeklatscht aus. Der Frontflügel ist halb weiss, oben für nicht, oben für schon, unten für nicht. Nachher der grosse Hurenstreifen hinten durch. Ich weiß nicht. Und irgendwie, ich habe sehr gerne Rot, ich habe sehr gerne Bordeaux-Rot und Dunkelrot und so. Aber ich habe einfach irgendwie mich so daran gewöhnt, an ein richtiges Ferrari-Rot. Und wenn sie das Dunkelrot machen, finde ich, müsste es noch dunkler sein. Also mir hat ehrlich gesagt das Dunkelrot gar nicht gefallen. Und wegen dem, ja, bin ich, nachdem ich es auf der Strecke gesehen habe, auf ein 6 Jahre. Okay. Nein, also ich finde es eigentlich wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Copy-Paste, McLaren. Machen wir schnell das Folge. Ey, ich auch im Fall. Ja, es ist klar, mir gefallen die Deliveries von McLaren und sie machen jedes Jahr. Ja, weißt du, also ich muss sagen, ich finde Orange eine der schönsten Farben. Orange ist neben Rot ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Und ich habe es richtig geil gefunden, wo das Orange ursprünglich mal kam, aber irgendwann hast du halt einfach auch satt gesehen. Und dann ist mir schwarz drin reingekommen, habe ich es geil gefunden. Dann haben sie den orangige Heckflügel mal gemacht, habe ich auch geil gefunden. Und jetzt ist es einfach das Gleiche wie letztes Jahr. Plus sind noch die Aussenspiegel blau geworden, weil wir von einem Sponsor. Da denke ich mir also, what the fuck? Das ist so wüst. Wieso haut ihr jetzt noch blau da drin? Weißt du? Und. Ja. Und dann hast du noch die hure Google Chrome. Ja! Es tut mir leid, Google einfach nicht gut ausgesehen. Ja, es ist einfach. Das Auto ist einfach eine fahrende Werbung, mehr nicht. Es ist einfach nur eine fahrende Werbung, mehr kannst du es nicht sagen. Ist doch so. Und ich finde es einfach hure schade. Dass das Auto jetzt so wieder aussieht. Ich hatte schon auch gehofft, es kommt etwas Neues, aber wie gesagt, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass 2026 dann ein komplett neues Auto oder neue Liveries werden dort stehen. Ich glaube, das wird mit einigen noch sein, vor allem nur schon wegen der neuen Motoren, die sie werden drin haben, bei einigen.
McLaren bleibt bei Mercedes. Aber ich hoffe es wirklich, weil ich finde, McLaren ist jetzt wieder oben dabei und ich wollte eigentlich nicht, dass das der McLaren ist, wo man zurückdenkt in ein paar Jahren. Verstehst du, was ich meine? Weil ich finde, jedes Auto, das einen Prime hat, oder fast alle Autos, die einen Prime haben, sehen geil aus. Der alte McLaren, der weiß, knallrote, der Silber Vodafone McLaren, Mercedes in ihren Prime mit den Silver Arrows, Ferraris in ihren Prime oder auch die dunkleren Ferraris mit dem schwarzen Flügel und so. Ja. In den 90er. Ich weiss nicht, die Autos bleiben stecken, weil sie gewonnen haben und sie haben geile Liveries gehabt. Aber das ist nicht der McLaren. Der sieht einfach nicht gut aus und ich hoffe nicht, dass man an so eine Livery zurückdenkt in 10 Jahren. Das ist so. Aber wenn sie weiterhin so, ja, sag jetzt mal, erfolgreich sind, dann wird es wahrscheinlich so bleiben. Aber du, mal schauen. Wir kommen jetzt eben gerade zum Testing an sich selber. Jetzt haben wir ja eben die ganzen Ratings mal gemacht und jetzt kommen wir zum Testing. Die sind ja jetzt in den letzten 3 Tagen gewesen. Also jetzt dass ihr ein bisschen so eine Ahnung habt, was wir für einen Tag heute haben. Wir haben heute den 1. März, also einen Tag nach den Testings. Wir haben beide ziemlich die Testings gut verfolgt, kann man sagen. Und es sind da schon ein paar kuriose Sachen passiert. Also vor allem jetzt am 3. Tag sind viele kuriose Sachen passiert und ich glaube, wir fangen zuerst mal mit dem an. Der Schübs hat vorab schon eine Liste parat gemacht und wir reden mal gerade vorab mit dem ersten Tag und dem Stromausfall. Was echt weird ist, weil das irgendwie, ich glaube, so einen Stromausfall hat jeder von uns schon mal irgendwo erlebt gehabt. Aber dass das an einer Rennstrecke passiert und zum Glück war es nicht schon Nacht, sondern es war erst am Eindämmern, ist schon ein bisschen speziell gewesen. Und George Russell hat im Interview geflucht, der hat irgendwie ein Wort gebraucht, wo eigentlich sollte er aber gerade einen Penalty bekommen hat. Ja, er glaube es irgendwie gesagt, shit oder fuck, irgendetwas hat er gesagt. Und ja. Und er hat gesehen, der Verstappen hat noch Williams so Arschlochfinger gezeigt, aber schauen, wird sicher auch noch bestrafen da. Schon, das habe ich mal gesehen. Schau, ich finde es gut, dass die Fahrer bis jetzt einfach einen Fick drauf geben. Weil GPDA und mittlerweile auch die Rally Organisation, GPDA, also die haben auch eine Art GPDA einfach von den Fahrern, die haben sich schon auch beschwert und ja, ich bin froh, dass die Fahrer so dagegen haben und einfach weiterhin machen, weil das ist richtig. Ja, auch, weißt du, ganz ehrlich, wir haben es ja auch gesehen jetzt an dieser Show. F1-Logo wird gezeigt, alle am Bauen in dieser Halle innen, weißt du, von F1 75 beim Launch-Event. Ich habe das so Gefühl gehabt, wie sie einfach F1 ausgebaut haben. Yes. Weil, ganz ehrlich, das ist schon ein riesiges Statement, um einfach zu zeigen, wie die Fans nicht auf den Sport an sich ein Problem haben. Weil wo der Dominicali gekommen ist, den haben sie gefeiert gehabt. Aber nachher, wo der F1 gekommen ist, hat das so Gefühl gehabt. Und auch, weißt du, riesen Shoutout, sorry, wenn ich rede, an Gordon Ramsay, der extra ins Mikrofon hineingeflucht hat. Ich liebe den Menschen. Geiler Sieg, wirklich. Und der Mohammed Ben Sulayem, also der FIA-Boss. Oh, ich habe noch etwas. Der hat ja angekündigt, eben so, weißt du, so Formel 1-Auto, die sollten ja V10-Motoren haben und so. Und du hast genau gewusst, der macht jetzt die Aussage, um ein bisschen das Image von der FIA wieder ein bisschen aufzupolieren. Darum droppt er so etwas. Aber der geht einen Fick auf so etwas, sorry. Das interessiert ihn doch nicht. Und ganz ehrlich, ich hoffe schwer, es gibt ja momentan Gerüchte, aber nur ganz feine Gerüchte, dass vielleicht Susie Wolf könnte FIA-Boss werden. Und was? Bei Gott, bitte passieren. Das soll passieren. Das soll passieren. Alter, einmal in meinem Leben bin ich froh darum, wenn jemand wegen seinem Geschlechtsteil entstellt wird. Alter, what the fuck, Alter? Sorry. Nein, du kennst schon, oder ihr kennt, glaube ich, alle meine Meinung. Ich finde es nicht schön, wenn jemand nur aufgrund von dem, was er ist, eine Stelle bekommt. Aber wenn ihr das hilft und die Stelle bekommt, bei Gott, bitte macht das. Susi ist super und die macht die FS Academy wirklich super. Und das wird weil sie einfach den Sport im Mittelpunkt stellt und nicht die Kohle. Und das merkst du einfach. Ja. Sie wär perfekt. Ja. Das einzige Problem, das wir dort halt haben, ist, solange der Toto bei Mercedes ist, wird das eventuell nicht funktionieren. Ja, aber der Toto will ja auch nicht mehr lange Formel 1-Chef sein. Oder Formel 1-Chef, genau. Teamboss, genau. Ja.
Apropos, der Toto wäre auch fett geil als FA-Chef oder als Dingschef. Ja, wäre schon wild. Der wird sicher noch etwas einleiten, dass der Hamilton noch seinen 8. Titel gleich bekommt oder so. Christian, I've sent you an email. Das Mail von Christian landet einfach direkt im Spam. Ja, genau. Ich habe noch etwas weiter absolut hässig Machendes über Ben Sulayem. Ich weiss, so Sachen ziehen den Podcast lang, es tut mir leid, aber wir haben jetzt auch länger rausgehauen. Von dem her genießen es. Fucking, du hast es sicher auch mal bekommen, Monaco ist jetzt gefixt worden, dass sie einen Two-Stopper machen müssen. Ja. Willst du das übrigens noch abdiskutieren, ob das eine gute Idee ist? Also oder ganz ehrlich, meiner Meinung, ja, also ich finde es keine schlechte Idee. Es ist mal eine Option wert, oder wie sagt man, ein Versuch wert, besser gesagt, dass man das mal probiert. Weil Monaco ist halt doch schon immer ein sehr, sehr langweiliges Rennen und es werden ja eigentlich immer über Pitstop entschieden. Darum, ich finde es an und für sich nicht einmal so eine schlechte Idee. Gut, ich finde, es ist ein Gimmick, um das Rennen spannender zu machen und es gibt potenziell Probleme damit mit zwei Sachen. Einerseits kann es sein, dass jemand, der es verdient hat, zu gewinnen und eigentlich das Rennen die ganze Zeit im Sack hat, wegen irgendwelchen Strategieentscheiden, also ja, das ist schon mal das eine, aber vielleicht auch wegen irgendwelchen Sachen, die passieren, Red Flags etc., ein Rennen könnte verlieren. Zweitens, es bietet die Möglichkeit für Backmarkers, einfach in den ersten 2 Runden alle Pitstops durchzuhauen und dann zu hoffen, dass das Rennen einfach zu ihnen kommt. Und ich finde, das macht Racing nicht unbedingt spannender, es gibt einfach nur mehr Strategie. Wenn ihr eine Lösung wollt, wie dass man mehr Racing kann in Monaco haben, dann gibt es die Möglichkeit, die Strecke ein bisschen anzupassen. Es gibt so 2, 3 Corners, die man ein bisschen verändern können. Vielleicht noch 1, 2 Overtaking Points mehr reingeben. Macht die Autos kleiner, macht sie leichter und dann ist es wieder okay, dort zu fahren. Das ist mein Problem. Und zudem, ich habe das Gefühl, das Ganze ist aus dem Red Flag Debakel von letztes Jahr heraus entstanden. Und das ist für mich so wie eine Lösung für ein Problem, das eigentlich nicht einmal grossartig ist. Gescheiter würde man einfach Stops während Red Flags nicht als Mandatory Pitstops zählen lassen. Was ist Mandatory auf Deutsch? Pflichtboxenstopp. Pflichtboxenstopp. Lieber nicht mehr als Pflichtboxenstopp zählen lassen. In any case. Wieso bin ich überhaupt zu diesem Thema gekommen? Ich habe gesagt, Ben Sulayem macht wieder mal die Leute hässig. Das Meeting, wo die Leute entschieden haben, ob das stattfindet oder nicht, hat er absichtlich Leute, die nicht wollen dafür stimmen, nicht ins Meeting hineingelassen. Die sind vor der Tür gestanden und er hat abgeschlossen. So voll Idioten. So ehrlich, es ist zum Kotzen. Ich wollte dann nicht mehr dort oben sehen. Nehmt den Stuhl dort oben. Ich weiß aber gar nicht, wie lange das er noch der Boss ist, weil das sind ja immer wieder so Wahlen. Ich weiß aber nicht, wie lange das er noch ist. Ich hoffe es nicht lang. Also ich schaue mal schnell. Susi for President, Alter. Susi for President. Mal schauen. Ich meine, so Zeugs, das darf halt echt einfach nicht passieren. Ich meine, er sperrt Leute aus dem Meeting raus, er beschwert sich über Fahrer, die fluchen, er grapscht Fahrer an, wenn du das auch mal mitbekommst, hat mal Oscar Piastri angegrapscht und seither geht er in die kalte Schulter, der Piastri. Okay. Ja. Warte mal, wann gibt es einen neuen FIA-Boss? Sonst muss ich ChatGPT fragen. ChatGPT beste einfach. Ich frage ChatGPT, was der meint. Ja, voll. Ich bin so frech und gehe nochmal zurück auf das Stromausfall-Thema. Ich habe es halt einfach krass gefunden, dass sie kein Backup hatten. Also es war einfach schwarz für eine Stunde. Und es ist wirklich einfach gar nichts passiert. Und eigentlich erwartest du doch von so einer grossen Organisation, dass sie mindestens ein paar Backup-Generatoren noch reinfetzen, damit die Streckenbeleuchtung schnell wieder rum sein kann. Es ist halt auch gefährlich, gell? Also wenn es jetzt noch dunkler gewesen wäre, dann hättest du im Formel 1 Auto einfach gar nichts mehr gesehen. Ja. Aber ja. Also warte mal, ich frage nochmal. So viel zum Stromausfall. Wie lange ist der aktuelle FIA-Boss noch der FIA-Boss? Oder wann gibt es neue FIA-Boss-Wahlen? Wie sagt man dem? FIA-Boss, ja egal. Er weiß schon, was ich meine. Ja, schau, jetzt geht er googlen. Mal schauen, was er meint.
Hallo? Nein, es ist angebrochen. Warte mal. Ich frage nochmal. Wann wird der aktuelle FAA-Boss von der FAA ersetzt? Seit dem 30. Januar 2025 ist Christopher Ruscillo als amtierender Administrator der Federal Aviation Administration FAA tätig. Er wurde nach dem Hey, what the fuck, Alter? Nein! Komm, scheiß drauf, Alter. Der hat keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich sollen sagen, wie heißen die eigentlich ausgeschrieben? Federazioni. Ja, eben, da kann ich nicht mal sagen, das Wort. Also, ja, Bias, ey. Also, keine Ahnung, falls ihr es wisst, schreibt es gerne beim Podcast in die Kommentare rein. Aber ich habe gemeint, sind unsere KI. ich glaube, es gibt immer wieder so Wahlen, oder so habe ich mal gemeint. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn die nächsten sind. Ach du Heilige, Alter. Ja, back to the topic. Wir haben, wie gesagt, ganz viele skurrile Sachen gehabt. Der Stromausfall war das eine gewesen, da hat es zum Glück eine Stunde länger noch Testing gegeben, was ich eigentlich noch cool gefunden habe. Aber was ich sehr geil gefunden habe, ist, dass einfach ein Bus auf die Strecke Alter, das ist gekommen crazy, Mann. Ich habe vorher noch einen Quad, das war auf der Strecke. Schon, da Oh, habe ich mal am mitbekommen. dritten Tag hat es 3 rote Fahnen gegeben, kein Wein wegen dieser Scheibe. Dann nachher ein Quad auf der Strecke und nachher ein Bus auf der Strecke. Das war so gut gewesen, Alter. Und das ist ja passiert, weil also ich habe einen Podcast gehört von ein paar Reportern, die dort waren. Und der eine hat sich aber schon am ersten Tag, im ersten Podcast, gefragt, so, wieso genau kann man da unten einfach durchlaufen? Wieso ist das nicht abgesperrt? Das ist irgend so eine Unterführung. Und dann nachher, nachdem der Bus auf der Strecke war, haben sie irgendwie 10 Gitter hingestellt, so hintereinander, dass niemand mehr durchgehen kann. Das war mad funny gewesen. Also wohl gesagt, er ist nicht auf die Strecke drauf, er ist einfach ja, bei der Streckenposten hinten, jetzt so Strassen, dort ist er rumgefahren. Aber es ist ja sehr lustig. Ja, also er ist einfach er ist auf der Auslaufzone schon gefahren. Dort. Ja, genau. 2025 gibt es die nächste Wahl, also dieses Jahr. 2025. Genau, Okay. Google hat es mir doch gesagt, ChatGPT kann nicht den Bastard. Ey. Ja, Ja, aber dann hoffen wir es, oder? Dass, also, egal wer kommt, das wird wahrscheinlich besser sein als der Mohammed. ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Außerdem, sehr skurril, Rain in Bahrain. Ja, Habe ich so noch nie gesehen. Hat es anscheinend schon gegeben. Aber speziell war dort den Regen zu sehen und vor allem auch, wie sich der Regen dort verhält. Irgendwie. ja, also gut, man muss so allgemein sagen zum Wetter, es war arschzapfen kalt scheint es dort. Und es war sehr windig gewesen. Und dann nachher ist es nicht so gewesen, dass so wortwörtlich der Tropfen auf den heißen Stein gerade verdampft ist. Das ist nicht passiert, weil halt eben das Ganze auch recht kühl war dort hinten. Da hat es gut geregnet und das Wasser ist auch dementsprechend ein bisschen drauf geblieben, beziehungsweise die Strecke war einfach auch relativ lang feucht gewesen. Und das war lustig, dass kein Auto gefahren ist bis auf Haas. Die sind mit unter anderem neben Mercedes die einzigen gewesen, die auch Inters dabei hatten. Sonst hatten alle nur Trockenreifen dabei gehabt. Und Essen hat auch noch gehabt. Aber nur Haas ist gefahren. 2 Runden mit dem Ocon. Oder 3 Runden und danach war es wieder gut gewesen. Aber ja, es war speziell gewesen. Aber wir haben schon gesehen, dass auch in Bahrain, wenn die Strecke kalt ist und dann, wenn es ein bisschen regnet, dass es sehr, sehr rutschig wird sein. Also Leclerc hat sich gespinnt, Liam hat sich gespinnt, Sainz hat sich, glaube ich, auch noch gespinnt gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es hat ein paar Dreier gegeben. Es hat zum Glück auch sonst nicht grosse Zwischenfälle gegeben oder so Crashes gegeben. Für das ist einfach halt zum Glück Bahrain recht gnädig, was so Fehler anbelangt. Ich glaube, wenn wir so zurückdenken, Barcelona-Zeiten, wenn sie nicht einmal Testfahrten gemacht haben, dort bist du einfach im Käse gewesen, genau, oder im Rasen und dann bist du halt auch mal gerade in der Wand gelandet. Das hat es ja eigentlich so jetzt nicht gegeben in den letzten paar Jahren bei Testing in Bahrain. Aber ja, hat geregnet gehabt. Das war noch speziell gewesen. Es sind etwa eine Stunde nicht gefahren. Aber by the way, beim Stromausfall, die Stunde, wo Stromausfall war, ist dann am Schluss angehängt worden, dass sie gleich wieder hatten, die Zeit. Der Regen dort ist aber nicht ergänzt worden. Das war halt einfach Pech gewesen. Ja, das ist halt einfach so. Oder auch Red Flags etc. Das ist, wenn es pausiert wird. Wie zum Beispiel bei dem Glas, wo kaputt gegangen ist auf der Start-Zielgerade. Das ist ja dann halt einfach so. Es ist aber gleich in meinen Augen ein bisschen schade, weil ja, da kann jetzt niemand etwas dafür von den Fahrer. Wenn ein Fahrer Red Flag verursacht, von mir aus,
Ja, aber kannst halt gleich auch nicht ändern. Die Regeln sind die Regeln und ja, finde ich auch nicht so dramatisch. Aber noch zurück zu dem Regenthema, vielleicht noch schnell für die einen oder anderen, die sich fragen, ja, wieso nehmen nicht alle Teams Reifen, also Regenreifen mit, wenn sie ja wissen, es regnet? Zu dem Zeitpunkt, wo sie Tire Allocations dürfen auswählen, also welche Reifen das sie mitnehmen, das ist viel zu weit voraus. Die wissen gar nicht, ob es regnet oder nicht. Und danach kommt vielleicht noch die eine oder andere Frage, ja, wieso hätten zum Beispiel Aston nicht gefahren? Macht ja keinen Sinn, wenn sie ja schon die Reifen dabei haben. Wenn du im Testing Reifen brauchst, sind die für deine ganze Jahresallocation aufgebraucht. Also wenn sie jetzt Regenreifen gebraucht hätten, dann hätten sie einen Regenreifen weniger oder halt einfach einen angefahrenen, wo sie dürften brauchen. Und für den Rest des Jahres. Und das haben sie einfach möglichst verhindern. Und sie haben sich gesagt, das lohnt sich nicht, das ist zu wenig. Sie haben auf mehr Regen warten und wären erst dann rausgegangen, wenn es wirklich noch viel mehr geregnet hat. Und du kannst halt im Regen Aerodynamik kannst du eigentlich nicht testen. Du kannst nur Reliability und Drivability vom Auto ein bisschen testen, aber du kannst Aerodynamik gar nicht anschauen. Und das ist das, was eigentlich spannend ist im Testing. Und wenn wir schon bei spannenden Sachen vom Testing sind, ich glaube, jetzt kommen wir noch zum Hauptteil, das, was alle interessiert, nämlich wie haben die Autos performt, wie haben die Teams performt und wie haben die Fahrer performt. Ich übergebe dir. Genau. Wir starten mit der Liste oder mit der Reihenfolge, die du erstellt hast, und zwar mit den Rookies. Das ist sicher schon mal eines der spannenderen Themen, wie so der Neuzugang in der Formel 1 sich behauptet hat. Und gerade mal vorab, hast du den Liam auch als Rookie? Also, ich würde sagen, Full-Season-Rookie. Da haben sie diskutiert, Yes. Full-Season-Rookie ja, aber es ist an sich ist er ja eigentlich kein Rookie mehr. Genau, aber wenn man nämlich würde sagen, das habe ich so lustig gefunden, der Crafty hat einen Tweet reinbekommen, if you're telling me, also wenn ihr mir sagt, dass der Liam mit 11 Rennen ein Rookie ist, dann ist der Karun Chandok auch ein Rookie, weil der hat auch nur 11 Rennen gehabt in der Formel 1. Was ich sehr lustig finde. Aber nein, ich finde, in meinen Augen ist ein Rookie einer, der einen Jahresvertrag bekommt. Ob er ihn abschließt oder nicht, ist egal, aber wenn jemand einen Jahresvertrag bekommt, dann ist er kein Rookie mehr. Und das ist beim Liam jetzt der Fall. Also ich zähle ihn als Rookie. Ich weiss, viele sagen, nein, er ist nicht, weil er schon 2 Seasons gefahren ist. Aber ich finde, er ist ein Rookie, weil er zum ersten Mal eine ganze Saison fahren darf. Ja, nein, also in meinen Augen auch ist der Liam eigentlich so gewesen, noch ein Rookie. Und ja, ich glaube, das tut bei dieser Liste nicht viel zur Sache, wenn wir uns fragen, wer hat am besten oder am meisten beeindruckt oder am besten performt. Ja, also in meinen Augen muss ich sagen, dass, also klar, Kimi Antonelli ist natürlich stark unterwegs gewesen auch. Man muss bei ihm sagen, also allgemein, das sagen wir zwar hure oft, aber wir müssen es immer wieder erwähnen, weil es halt einfach ein paar Leute, die halt auf TikTok sehen kann, wieder gut, TikTok ist immer ein bisschen die falsche Plattform auch, wo einfach das Gefühl haben, so die Zeiten, die sie da fahren, sagen brutal relevant. Die Zeiten sind absolut irrelevant. Also die sagen Ja, nichts ist aus. Ein Kimi Antonelli ist auf Platz 7, er ist aber nie im Pushlap gefahren, weil er einfach nie hat können, weil eigentlich hat, glaube ich, das Mercedes ein kleines Fahrzeugproblem gehabt mit der Batterie, dann die Batterie gewechselt kann, am Schluss war es anscheinend nur ein Schalter gewesen, er hätte kein Pushlap mehr können machen und danach ist, glaube ich, wäre er gefahren, wo es so geregnet hat dann, und der ist dann dort auch, ja, hat er auch kein Pushlap können machen. Darum, er hat eigentlich nie so wirklich eine gute, schnelle Zeit können fahren, aber man hat es doch gedacht, er fährt ziemlich solid. Hat es mir gedacht. Und ich habe ihn eigentlich recht gut wahrgenommen jetzt im ganzen Testing. Gut, sie haben ihn auch relativ gut gezeigt, muss man sagen. Der Lawson, also wenn wir jetzt eben in alles Rookie hineinnehmen, hat eigentlich auch eine solide Performance gezeigt, sage ich mal. Hadjar ist bei mir ein bisschen untergegangen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube es aber auch, so wie ich es mitbekommen habe, ist der Racing Bull echt schwer zum Fahren. So wie ich es ein bisschen rausgespürt habe, oder wie man es auch ein bisschen gesehen hat, vor allem auch. Und der am wenigsten aufgefallen ist, oder beziehungsweise der, wo ich muss sagen, so, ja, der ist ja auch ein bisschen rumgetümpelt, ist einerseits halt der Duen und der Berman. Bortoletto, ja, schneller gewesen als der Hülkenberg, wenn man auf die Seite geht. Aber ja, ich denke auch, ist eigentlich solid gefahren. Also
ich glaube, was auch wichtig ist, was man halt einfach muss in Betracht ziehen auf die Rookies. Und das ist halt wirklich krass, weil du so eine riesige Auswahl an Rookies hast. Du hast so viele verschiedene Gegebenheiten, wie die Leute in die Formel 1 reingekommen sind. Oder wie lange her das ist, dass sie ihre Verträge unterschrieben haben zum Beispiel. Und dann kommt auf das Thema raus, weil jeder hat eine ganz andere Vorbereitung gehabt. Beim Kimi Antonelli zum Beispiel ist auch früh bekannt gewesen, dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das wird übernehmen. Und der Toto hat extrem viel Zeit in ihn investieren. Er hat mega viel Simulations Dings gehabt. Ja, TPC-Tests hat er auch viel gehabt, ja. Ja, genau. Und hat eben in Monza zum Beispiel, wo er gefahren ist, etc. Und mit alten Autos, etc., wo er gefahren ist. Also sehr viel, wo er testen durfte. Auch ein Ollie Behrman hat schon 2 Rennen gemacht. Ein Hadjar aber zum Beispiel, der hat zwar an Trainingssessions mitgemacht, ist aber mal einisch ein Red Bull gefahren und einisch ein Dings gefahren, ein Racing Bull, und that's it. Also, dass ein Hadjar schlechter performt hat, verstehe ich, auch nur schon aufgrund vom Fakt, dass er viel weniger Testing-Zeit bekommen ist. Und wenn ich das alles in Betracht ziehe, Kimi Antonelli ist in meinen Augen sehr stabil gewesen. Auch wenn du dann anschaust, der Alex Brundle zum Beispiel ist immer wieder auf der Strecke gewesen und hat geschaut, wie die Leute fahren. Und er hat zum Beispiel immer wieder gesagt, man sieht ganz klar einen Unterschied zwischen den Rookies, die sich hier noch nicht fest trauen, Gas geben und dort noch ein bisschen spät die Entry oder ein bisschen zu früh Entry reingehen und einfach nicht so viel Power rausbringen, nicht mit diesen RPM durch die Kurve durchgehen, wie es zum Beispiel die Erfahrenen machen. Und dann ist der Antonelli durchgekommen und er so, außer beim Antonelli. Dort merkst du es nicht. Der Sieg fährt einfach jetzt schon genau mit der RPM der Kurve, die du sollst. Und dann habe ich recht so gedacht, okay, gut, das klingt schon mal nicht schlecht für einen Rookie. Er hat aber auch irgendwie 15'000 Kilometer oder so gefahren, jetzt vor dem Bahrain-Test, also die Strecke selber im Simulator. Und ich muss rein nur vom Team-Feedback und vom On-Track-Feedback, das ich gehört habe, auch ein Lob im Bortoletto geben. Ich finde, er ist etwa genauso gut gefahren wie der Kimi. Vor allem, er hat viel weniger Zeit gehabt und viel weniger Testings gehabt. Er ist selber noch nie in einem Formel 1 Auto gefahren, bis zu dem Test, wenn ich es richtig gelesen habe. Also von dem her, der Bortoletto hat mich auch imponiert. Und ja, ich muss sagen, einfach Fazit, Grund und ganz finde ich sehr speziell, so viele Rookies gesehen. Es hat eine Pressekonferenz gegeben mit dem Carlos Sainz und irgendwie allen anderen Rookies. Und dort ist für mich so ein bisschen auf den ersten Blick, ich dachte, hey, wieso hocken F2-Fahrer da? Und dann ist so, Sekunden später habe ich es realisiert, die sind jetzt alles Formel 1-Fahrer. Und jetzt ist es so ein bisschen befremdend. Ich weiß noch nicht, also es ist nicht auf eine schlechte Art befremdend, aber es ist so speziell, die alten Gesichter nicht mehr zu sehen und so viele neue Gesichter zu sehen. Aber ich bin froh, ich finde, alle Rookies haben es verdient und ich finde sogar auch, der Duan hat einen guten Job gemacht, einen soliden Job geleistet. Also ja, bin sehr, sehr gespannt, was sie dann noch leisten. Aber ich finde, die haben alle eigentlich einen guten Test gehabt. Ja, das kann man schon sagen. Also grundsätzlich haben alle wirklich einen guten Test gehabt. Keine grossen Crashes, keine grossen Spins, nicht viel auf jeden Fall. Ja, weißt du, so Dreier sind ja nicht schlimm, aber Crashes oder so hat es ja nie gegeben, das ist so. Also da ist wirklich nie einer irgendwie die Wand reingefahren. Es hat nur einmal eine Berührung gegeben zwischen Hülkenberg und Piastri, weil der Piastri ein bisschen optimistische Kurve reingefahren ist. Und dort haben sie zuerst alle so ein bisschen im Hülkenberg-Joke gegeben, mit der Zeit haben sie dann nachher so ein bisschen gemerkt, okay. Und der Dings war auch noch hat Haas, wo ihre Motorabdeckung verloren haben, wo sie angeblich anscheinend auch schon in Silverstone bei den Filming-Tagen verloren haben. Also das ist irgendwie ein Baufehler, den sie jetzt haben, den sie noch beheben bis Australien. Das ist aber krass, dass es noch nicht behebt in der Zwischenzeit. Ja, wahrscheinlich haben sie eben zuerst gemeint, es sei einfach falsch montiert oder so, weißt du. Oder nicht richtig montiert ja, jetzt wissen sie, dass das wirklich ein Fehler war. Es hat noch krass ausgesehen, einfach die Motorabdeckung, die weg war, steht. Besser als einfach ein ganzes fucking Heckflügelteil, das wegfliegt. Haben wir ja schon gehabt. Ja, also von dem her, eben, zwischenfalltechnisch ist es eigentlich bis auf den letzten Tag recht überschaubar gewesen. Und ja, wie gesagt, im Testing ist es halt immer schwer, so ein bisschen rauszuspüren, wer will sich jemand wo positionieren, wer will jemand wo landen. Was man aber schon gesehen hat, ist, dass McLaren doch schon recht ein solides Auto hergestellt hat. Wir reden aber auch dort mehr von einer
Evolution statt von einer Revolution. Das hätte man die Wörter noch können sagen, wenn man es brauchen. Aber es ist halt schon eigentlich noch ein ähnliches Auto wie letztes Jahr. Das hat auch der Norris gesagt, es sei anscheinend aber einfach nur auf dem Heck ein bisschen aggressiver, beziehungsweise ein bisschen rutschiger. Aber man kann schon sagen, dass McLaren eigentlich schon Favoriten werden sein, wahrscheinlich Anfangsjahr. Weil doch, wie sie gelenkt haben, wie sie gefahren sind in der Kurve, in alles drum und dran, hat es doch schon sehr, sehr smooth ausgesehen. Und auch von der Rennpace her, also von den Rennsimulationen her, die sie gemacht haben, sind sie etwa 3 Zehntel schneller gewesen als Konkurrenz. Also von dem her, McLaren, da kann man schon etwas sagen, die werden schon vorne mitfahren. Klar, was jetzt eben Konkurrenten gemacht hat, die auch richtige Rennsimulationen gemacht haben oder was auch immer. Da lässt sich immer darüber streiten, weil man weiß nicht, wie viele Sprit drin waren und. Also eben, wie gesagt, die Testings sind eigentlich nie so richtig aussagekräftig, auch von den Zeiten her nicht. Was aber gleich noch spannend ist, weil ich das noch rausgesucht habe, und zwar, es gibt immer so geile Statistiken gegenüber Vorjahren vom Testing. Also ich habe hier jetzt ein Bild von den Teams, wo sich wie viel Improvement das sie gemacht haben zu dem Testing jetzt, also 24 zu 25. Jetzt, welches Team, glaubst du, hat sich am besten weiterentwickelt oder wer ist viel schneller geworden? Von 24 zu 25. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, McLaren ist schon relativ schneller geworden, aber ich glaube, die beste Entwicklung hat entweder Williams oder Alpine gemacht. Ich sage Alpine. Ja, Alpine ist gegenüber letztjährigem Testing über 2 Sekunden schneller geworden. Mein Gedankengang war eben, wie gut sind sie am Anfang des Jahres und am Ende des Jahres. Und ich glaube, viel von dem Development ist eigentlich letztes Jahr passiert. Für das letztjährige Auto. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, wieso dass sie so viel besser sind. Und ich greife jetzt ein bisschen vor mit dem. Aber Alpine hat wirklich einen sehr soliden Test gehabt. Und für mich hat sich wegen dem ein bisschen die Frage aufgetan, wer ist echt der klare Nummer 5? Oder weil es ist ja eigentlich mittlerweile klar, wir haben einen Top 4. Und es gibt eine kleine Gap immer noch zwischen den Top 4 und dem, was nachher kommt. Die Frage ist jetzt, welches Team hat eher die Gap zu den Top 4 erreicht und kann sie überholen? Ist es Williams oder Alpine? Und ich finde es krass, dass ich Williams kann sagen, nach all den Jahren, wo sie so schlecht performt haben. Aber ich habe das Gefühl, eines von diesen Teams wird sein. Ja, also ich finde auch, dass wahrscheinlich kann man sagen, Top of the Midfield wird wahrscheinlich Williams oder Alpine sein, eines von diesen 2 Teams. Also so von der Performance, die wir gesehen haben, an den Testtag, von den Longruns her und so und auch von den Pushlaps, die sie gemacht haben, haben sie schon sehr stark ausgesehen, das muss man schon sagen. Also gut, bei Alpine muss man schon sagen, ist eher ein bisschen der Gasly, so vom Gefühl her, wo dort schnell war. Bei Williams ist der Albon auch, ja, er ist schon auch schnell gewesen, aber das Einzige ist halt doch, jetzt mit Glück, er ist ein bisschen besser unterwegs gewesen oder hat ein bisschen einen besseren Eindruck gemacht. Also nicht gegen den Albon, überhaupt nicht. Aber jetzt Glück, er ist ein bisschen besser oder ein bisschen smooth Operator unterwegs gewesen. Wobei auch da noch muss man sagen, auch im Interteam ist nie recht bekannt, haben sie genau die gleichen Fuel-Loads, die sie fahren bei den gleichen Testruns. Vielleicht halt auch eben nicht, oder? Aber ja, Schlussendlich, ich sage mal, die offenen Karten werden wir dann in Melbourne sehen, wie dann die Reihenfolge wird sein. Yes. Aber es ist gleich noch spannend, Williams hat 1,6 Sekunden Improvement gemacht. Red Bull hat 1,1 Sekunden. Die haben sich auch nochmal stark verbessert, aber da ist natürlich immer die Frage, wie hart geblufft haben sie im 24. Es kann natürlich auch sein, dass sie dort relativ geblufft haben. Aber ich habe gemeint, sie haben am Anfang auch ein bisschen einen Struggle gehabt an der Testtag dort, aber ich bin mir nicht ganz sicher. McLaren hat 1 Sekunde gemacht, Haas hat 0,9 gemacht, Aston 0,9, obwohl das sie fast nicht gefahren sind. Und Mercedes hat 0,8, Ferrari 0,5, Steak, und das ist echt bitter, weil die sind ja eigentlich schon immer recht langsam gewesen, 0,4 und dann am Schluss Racing Bulls mit 0,2. Also, dass Ferrari, Mercedes nicht so starkes Improvement kann, ist ja klar, weil die sind ja vorne eigentlich schon immer mitgefahren, aber das McLaren hat ja am Anfang des Jahres noch recht gestruggelt dort im 24. Dass die das Größere sind, ist auch recht klar, dass
Eben Red Bull so ein höheres noch hat, ist eigentlich auch verwunderlich. Aber Steak ist bitter, dass die nicht so einen grossen Performance-Sprung gemacht haben, obwohl dass sie eigentlich schon weit hinten gefahren sind. Also, ja, es wird spannend und ich glaube auch das Jahr wird wirklich brutal spannend sein, weil ich denke, das Feld wird so nah beieinander sein. Wir haben es ja letztes Jahr schon oft gehabt, dass im Qualifying manchmal von P1 bis P15 irgendwie alles unter einer Sekunde war, weil das wirklich so close war zueinander. Und ich glaube, es wird das Jahr noch verreckter werden, dass das noch näher beieinander wird sein. Ja, ich denke vor allem gegen Ende Jahr, wenn das eine oder andere Team nämlich Development wirklich voll davon einstellen, was sie werden müssen machen. Irgendein Team wird sich wahrscheinlich denken, fuck it, dann kommen wir so noch saftige Punkte raus. Das wird sehr wahrscheinlich passieren, oder? Und dann denke ich schon mal, dass es ein Alpine oder ein Williams, wo sich unbedingt als Fünfte beweisen könnte sein. Auch Aston will unbedingt Fünfte werden. Die werden vielleicht dann auch noch gegen Ende Jahr viel Development reinhauen. Das darf man so ein bisschen erwarten. Aber auch hier wieder zu deinen Zahlen. Nehmen das wirklich mit einer Prise Salz. Man weiss nicht, haben sie letztes Jahr bei der zwischen Race Pace oder Quali Pace genau die gleichen Fuel Loads gehabt? Sind sie mit anderen Einstellungen gefahren? Also auch da wieder. Ja, das ist aber gerechnet auf die besten Zeiten halt, weißt du. Genau, das ist alles abgerechnet von dem her. Es ist aussagekräftiger, als einfach nur ein Laptime anschauen und sagen, Antonelli ist der schnellste von allen, weil die erste Session am schnellsten gefahren ist. Aber ja, schlussendlich ihr versteht, was ich sagen will. Ich glaube aber, was wirklich klar ist, ist eben, McLaren ist top of the field. McLaren sind die, wo man schlagen will. Und Red Bull ist definitiv am strugglen. Man kann selten sehen, dass der Verstappen so viel Spins hat. Auch der Liam hat Spins gehabt. Ich hatte zuerst ein bisschen Schiss gehabt, dass man halt wieder eine Wiederholung kennt von Gasly Albon, aber nein, es ist wirklich einfach ein schwieriges Auto anscheinend zum Fahren. Und was mich sehr beunruhigt hat, ist, dass Red Bull sogar in den letzten paar Minuten immer noch neue Teile am Testen sind. Weil typisch ist es so, dass man wirklich Race-Runs macht noch und dass man halt wirklich Simulationen macht von echten Gegebenheiten an echten Wochenenden. Aber sobald du eigentlich ein Auto mit dem Flow-Wiz Paint, also Flow Visualization Paint, wo sie ja da an die Seite sprayen, damit sie den Airflow messen vom Auto. Sobald man das sieht, weisst sie sind irgendwelche neue Teile am Testen. Und Red Bull hat das von A bis Z, also wirklich von Anfang bis Schluss komplett so gemacht. Und da frage ich mich echt, haben sie es im Griff? Wissen sie, was sie machen wollen, wo sie hingehen mit ihrem Konzept? Oder sind sie komplett in den Soßen? Und das tippe ich irgendwie so ein bisschen auf Zweiteres. Und ich habe das Gefühl, dass die in einen Kampf mit Mercedes um Platz 3, 4 umeinander werden haben, als um einen Titel mit Ferrari und McLaren. Ja, also bei Red Bull ist ja bekannt gewesen, dass sie ja neue Teile noch bringen an Hashtag. Und zwar haben sie, es ist wirklich so ein bisschen ein Trend rum, hat man vorne beim Frontflügel eigentlich eine langgezogene Nase oder eine kurzzogene Nase. Und das Feld ist jetzt eigentlich immer 50-50 gewesen. Also die eine Hälfte hat lange Nase gehabt, die andere kurze Nase und der Red Bull hat dann eben noch geswitcht auf eine kurze Nase. Und scheinbar sei die kurze Nase besser gewesen, so wie ich es gehört habe. Plus angeblich haben sie noch den Unterboden haben sie auch noch gewechselt gehabt, darum besteht dann nur das Flow gebraucht wurde. Lustig war auch, ich habe noch das Bild gesehen von dem Flowis auf der Seite. Da hast du gesehen, was war es, 23, 24, wo der Newey noch dort war. Und dann hast du schön gesehen, dass Flowis so unten durchgezogen hat dort. Weißt, es war so wirklich schön eine Linie gewesen, weißt, wie die Luftzug da unten durch ist. Und jetzt beim 25er Auto ist es nur etwa bis zur Hälfte, die jetzt aufgehört gehabt. Aber die Idioten haben es einfach nicht checken können, dass viel weniger Flowis drauf war dort, weißt. Also, das Auto wird nicht schlecht sein. Also, ich meine, wenn du die Qualifying Performance angeschaut hast, hat der Red Bull eigentlich recht solid ausgesehen. Bei den Rennpace-Simulationen, wie gesagt, auch dort, haben wir vorher schon 100-mal gesagt, man weiss halt nicht, wie viel Sprit alles drum dran, haben sie ein bisschen mehr Mühe gehabt. Das gleiche auch bei Mercedes, auch dort haben sie ein bisschen mehr Mühe gehabt. Aber auch Ferrari hat jetzt nicht wahnsinnig überzeugt mit euch gehabt. Die sind einfach alle so ein bisschen solid gewesen, sage ich jetzt mal. Also Mercedes weniger, aber die haben einfach ein bisschen solid ausgesehen. Aber so wie bei McLaren hat es halt nicht ausgesehen. Darum eben McLaren definitiv wirklich, die werden schon sein, wie du gesagt hast, das Team zum Schluss sein. Also das ist eigentlich so das Target von allen. Und ich glaube, so zwischen
Red Bull, Mercedes, Ferrari wird sehr eng werden, denke ich jetzt einmal. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass Ferrari so ein bisschen ein Sleeper kann sein. Also ich glaube, Ferrari hat nicht viel Gelände gemacht, außer von einer Seite. Aber ich glaube, es ist eigentlich ein guter Test für sie. Sie haben viel Mileage, also viel Zeit auf der Strecke können verbringen. Und sie haben, keine Ahnung, das Auto hat gut ausgesehen. Es sind eigentlich gar keine Zwischenfälle gehabt, wenn es um Spins oder irgendwelche grossen Snaps oder so gegangen ist, Snap-Oversteer-Moment. Und was man echt muss sagen, es hat einen Happy Hamilton gegeben aus dem Ganzen. Also der hat wirklich Freude gehabt am Auto, der hat gesmilet bis am Bach runter. Klar, das mag noch so ein bisschen der Ferrari, die Ferrari-Romanze sein, die man vielleicht noch ein bisschen gespürt am Anfang. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass der Hamilton zufrieden ist mit dem Auto und gut reingekommen ist. Ja, weißt du, das ist nicht so, ja, was ab, so die ersten 5 Rennen gemacht hast, so hat das jetzt jemand tönt. Ja, du weißt halt nie. Aber nein, ich habe das Gefühl, unter dem Freddy passieren so Sachen eigentlich nicht grossartig. Also ich glaube, da ist man gut versorgt, solange der Teamchef ist. Und keine Ahnung, also ich habe das Gefühl gehabt, dass der Hamilton wirklich zufrieden ausgesehen hat und gut klargekommen ist aufs Auto. Und das ist halt, ich denke, das Wichtigste. Oder? Ich sage immer, beim Testing musst du dich nicht gross auf die Zeiten achten. Was sicher wichtig ist, ist, wie viele Runden welches Team gefahren ist. Das können wir uns nachher auch noch schnell ablesen. Aber was wirklich wichtig ist, welche Fahrer und welche Teamchefs haben das grösste Lachen auf dem Gesicht, wenn sie in die Interviews hineingehen. Und ich finde, anhand von dem kannst du wirklich ablesen, ob das Team gut dabei ist oder nicht. Ja, also ich sehe es schon auch, dass das Ferrari halt, also mit dem Fred Vasseur und dem Lewis, dass die wirklich eigentlich solid da sind. Mir tut es einfach ein bisschen, also mir finde es ein bisschen schade, dass der Leclerc ein bisschen so außen vor ist, irgendwie jetzt in letzter Zeit. Oder so den Eindruck vermittelt. Obwohl ich immer noch fest davon überzeugt bin, dass der Leclerc den Hamilton schon wieder in die Schranken weisen dann in den ersten paar Rennen. Aber was ich noch gesehen habe, was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass im Hamilton seine Push-Lap, das war aber glaube ich am zweiten Tag und im Russell seine Push-Lap verglichen wurde, ist mit den Breaking Points und so. Und eigentlich ist es immer so, wenn ein neuer Fahrer in ein neues Team hineingeht, hat er immer Mühe mit der Bremse, mit den Bremspunkten. Und der Hamilton ist ja sowieso einer, also er ist ein guter Fahrer, definitiv, aber er ist schon auch einer, das hat man jetzt aber bei Mercedes gesehen, wenn das Auto nicht richtig performt oder nicht so fährt, wie er möchte, dann hat er so Mühe mit dem Zeug und kommt einfach nicht darauf klar. Und es ist doch sehr erstaunlich gewesen, dass er mit dem Ferrari, wo er jetzt eigentlich das erste Mal richtig bewegt hat, später hat auf die Bremse gehen als ein George Russell im Mercedes und früher wieder aufs Gas hat können gehen als ein Russell im Mercedes. Und das hat mich schon recht beeindruckt, also dass er doch schon wie sagt man dem, Confidence hat in dem Auto innen. Ich glaube, das zeigt aber auch, das, was ich gemeint habe, dass er wirklich einfach sich wohl ist in dem Auto. Das heisst, entweder, dass sie schon früh auf ihn haben verlassen, was er braucht, oder dass das Auto einfach wirklich super ist. Ja, und sie haben ja gewechselt von Pushrod auf Pullrod gewechselt, habe ich gemerkt. Das ist umgekehrt. Ja. Ist so gewesen. Und sie haben ja das Cockpit weiter hinten genommen. Das ist ja das, was der Hamilton immer hat wollen bei Mercedes, aber nie gemacht wurde. Dass das Cockpit weiter hinten ist. Und vielleicht ist es wirklich das, dass er sich jetzt wohlfühlt. Weil er hat immer gesagt, bei Mercedes hat das Gefühl, er hockt auf der Vorderachse drauf. Und das ist für ihn so mega unangenehm zum Fahren. Und jetzt hockt er weiter hinten und das sagt für ihn anscheinend viel besser und angenehmer. Darum, who knows? Also vielleicht ist es wirklich besser so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht Ferrari noch ein bisschen sandbagged hat, also dass sie ein bisschen zurückgehalten haben in die ganze Performance. Aber ich freue mich richtig auf Melbourne, bin richtig gespannt werden, ob es wirklich so ist, dass McLaren dominieren wird, die ersten paar Rennen, oder ob es wirklich glaube von Anfang an so was soll ich sagen, so Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf vom Championship wird geben. Würde ich richtig geil finden. Ja. Absolut. Und ich meine, es ist machbar. Also nach dem Testing bin ich absolut guter Dinge, dass es machbar ist. Wir werden
ich glaube, wirklich 2 Sections an guten Gruppen haben, die fighten. 4 Teams haben die Möglichkeit, um ein Championships zu fighten. 2 werden es in meinen Augen definitiv machen. Und die anderen werden einfach um Wins. Entschuldigung, fighten. Sorry. Und eben, wir haben nachher noch das Midfield, wo halt wirklich sehr, sehr close ist. Und beim Midfield gibt es halt eigentlich wirklich nur 2 Teams, wo wir ein bisschen Sorgen machen. Und das ist nein, eigentlich 3, wenn wir ehrlich sind. Aston Martin, Sauber und Racing Bulls. Racing Bulls, weil man, wie du gesagt hast, gesehen hat, dass sie ein bisschen gestruggelt haben mit dem Auto. Das mag auch sein, weil der Hadjar vielleicht einfach nicht so drauf klargekommen ist. Und keine Ahnung, Yuki, weiß auch nicht genau, ob er einfach scheisse Zeiten hatte zum Fahren, kalte Strecke zum Beispiel. Aber Aston hat für mich die ganze Zeit so ein bisschen lazy gewirkt. Einfach so ein bisschen wie die faulen Hunde. Ich weiss, das ist fies, aber das ist so, wie mir über den ganzen Test über eigentlich Aston vorgekommen ist. Es ist sehr wenig von ihrem Camp gekommen, man hat sehr wenig gehört. Es sind aber auch sehr viele strukturelle Änderungen gehabt. Aber ich finde zum Beispiel auch sehr schwach Attitüde vom Lance Stroll. Ich weiß nicht, wie schlecht das gegangen ist. Aber andere Fahrer fahren, bis sie kotzen, wirklich bis sie in den Helm reinkotzen. Und der Lance hat irgendwie in der Mitte von seinem letzten Stint gesagt, ich mag ihn nicht mehr. Oder? Ja. Wir wissen ja alle nicht, was es war. Aber gleich, ich finde es irgendwie so ein bisschen... Also ich habe hier in den Notizen extra in Klammern geschrieben, er ist einfach ein Mimose. Aber für mich ist das einfach... Der Fakt, dass er in der Mitte vom Test abbricht, ist für mich so ein bisschen das Zeichen gewesen, oder beziehungsweise so ein bisschen, das hat für mich visualisiert, wie der ganze Test für Aston gelaufen ist. So ist es mir vorgekommen. Ja, es ist halt schon so. Also, Aston hat nicht so überzeugend gewirkt. Ich finde, dass auch Stroll wieder mal mehr, aber gut, da müssen wir ja nicht darüber diskutieren, da haben wir schon oft schon unsere Meinung gesagt, dass er halt einfach schon lange, also seit etwa 3 Jahren so sollte austauscht werden in der Formel 1, und nicht sogar schon mehr. Darum, ich finde halt einfach, es gibt so viele andere Fahrer, die einfach wieder alles dafür geben, dass sie dort fahren könnten. Also anstelle vom Stroll, und wahrscheinlich halb so viel oder ein Drittel davon, was er verdient, möchte verdienen, und würde dreifach so viel Leistung zeigen oder würde sich mehr einsetzen als er. Darum, ich finde das eben hure schade, und eben, da hast du so eine Situation, wo er einfach sagt, so, ja, kein Bock mehr an den Messi raus, weißt so. Also ja, eben, kann ja vielleicht sein, dass er irgendwie gleich irgendetwas hat oder dass er irgendwie, weiss nicht, einen Schnupfen hat oder weiss ich was. Wir wissen es ja nicht, aber gleich. Ich finde es schade. Also dort ist wirklich so ein bisschen der Einsatz nicht vorhanden, und ja, hingegen eben zum Beispiel ein Sainz bei Williams, der hat ja voll Einsatzzeit gehabt dort. Bei mir doch irgendwie der Sainz wirkt so ein bisschen so, der ist richtig pisst und der grindet jetzt einfach durch. Weißt du, was ich meine? Irgendwie so habe ich so richtig so das Gefühl bekommen. Bei Williams fühlt er sich wahrscheinlich schon recht wohl schon, aber irgendwie so, man merkt es schon ein bisschen an, dass er ein bisschen hässig ist oder ein bisschen pisst ist, dass er nicht mehr bei Ferrari ist, obwohl dass er eigentlich, ja, muss man auch ganz klar sagen, dass er jetzt bei Ferrari verdient hätte oder ja, weiterhin bei Ferrari zu sein verdient hätte. Und darum, ja, habe ich das Gefühl, er grindet so richtig durch, aber er hat wirklich eine geile Performance gezeigt, und er setzt sich auch ein fürs Team, irgendwie doch, sie ist schon jetzt bei Tag 1, und das finde ich auch schön. Ja, absolut. Sorry, dass gerade keine Instant-Reaktion gekommen ist. Ich bin mir gerade noch ein Regu am Reinfetzen gewesen, weil ich noch ein kleines Hüngerli bekommen habe. Ja, nein, also der Sainz absolut, also ich habe ein richtig geiles Meme gesehen. Also Meme kann man dem nicht unbedingt sagen. Ich weiß nicht, wer von euch Black Myth Wukong kennt. Das ist ein super Game. Und in der Opening-Szene steht er so dort, und es kommen so 4 riesige Titanen auf ihn zuzulaufen. Und das ist einfach wirklich gerade der Sainz gegen Ferrari, Red Bull, Mercedes. Ja, ich habe einfach geil von irgendwie so die Idee. Aber nein, ich finde auch, also er ist voll drin. Ich finde, er hat so eine Ernsthaftigkeit, so eine Bosheit, die er zuletzt so ein bisschen bei Renault McLaren hatte, wo er einfach voll drin ist. Und auch bei den Interviews und so, er hat nicht unglücklich gewirkt, aber er hat voll fokussiert gewirkt. Also wenn man seine Interviews vom Testing anschaut, merkst du richtig, er ist locked in, und er will einfach
das Beste können machen für das Team und einfach wieder weiterkommen und halt einfach zeigen, dass er nicht am richtigen Ort ist bei Williams, oder? Ja, also er gibt so den Vibe, so sein Winter-Arc hat einfach das ganze Jahr. ja, genau. Und ich meine, schlussendlich ist es halt, egal was passiert, das ist genau das Richtige, was er macht. Also, who knows, vielleicht kommt die Williams echt wieder führen. Und ich habe echt auch das Gefühl, wenn man jetzt alle Teams anschaut, ist Williams wirklich die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Also nicht nur, halt, weil das Team super ist, sondern einfach, weil halt einfach auch Performance passt. Und von dem her, ja, ich glaube, wir wünschen ihm alle alles Gute und das wird auch gut kommen, bin ich überzeugt. Ja, und eben der letzte Punkt, den wir noch drauf haben, ist Sauber nicht gut dran. Das haben wir ja vorher schon ein bisschen angeschnitten, eben 4 Zettel nur im Proof gegenüber letztes Jahr. Und sie sind ja schon so weit hinten letztes Jahr und es wirklich keinen Sprung nach vorne gemacht und Performance auch wirklich nicht gross rum gewesen. Man muss aber auch an dieser Stelle sagen, dass halt der Fokus voll auf 2026 gerichtet ist und nicht auf 25. Und das merkst du halt einfach schon. Und darum, das ist wirklich nur so ein Durchbiegen und Brechen das ganze Jahr und dann 26 wird richtig wieder angegriffen. Und das ist auch okay so. Ich meine, für was Ressourcen, Geld und Arbeit investieren in etwas, was sich ja eh nicht lohnt, wenn es ja nächstes Jahr eh alles neu ist. Oder? Das kann ich schon verstehen. Klar, es ist zum Zuschauen einfach wieder eine Tragödie oder es wird eine Tragödie werden, weil wenn sie das einen Punkt holen, in Katar wahrscheinlich wieder, dann nachher, dann ist es wirklich mit viel Glück verbunden. Aber ich denke, es wird wieder ein Nuller werden, dieses Jahr. Ja, also sie werden auf jeden Fall schwach starten, so viel ist schon klar, weil von allen Seiten, von allen Sources, sei es jetzt Teams, die Aussagen gemacht haben, sei es jetzt Pundits, die darüber geredet haben. Also Sauber ist, glaube ich, bei allen zu Unterstunden. Und sie haben von allen einfach gesagt, sie sehen am schlechtesten aus. Ja. Punkt. Und das Einzige, was mich wirklich freut, bei diesem Team zu sehen, dieses Jahr sind die 2 Fahrer, weil ich bin ein grosser Fan von Bortoletto und ich bin ein grosser Fan von Hülkenberg. Also von dem her denke ich, dass das an und für sich die einzige Spannung wird sein, die man wird sehen. So. Aber ja, es ist schon gut. Also sie sollen sich auf 2026 fokussieren. Ob sie dann wirklich unterstützen, weiß ich nicht genau, weil sie sind nachher kein Schweizer Team mehr. Ja, aber I don't know. Es ist einfach ein Wegwerfjahr für die und ich finde es eigentlich schade, dass es so muss passieren, aber es ist jetzt halt einfach so und mit dem müssen wir halt doch ein bisschen leben. Das ist es, genau. Ja, sorry. Abschließend sorry. Eine Frage. Das Testing. Sei es jetzt, dass es in einem Wort zusammenfasst ist oder sei das einfach etwas sagst, was dir aufgefallen ist, aber was hat für dich das Jahr das Testing ausgemacht? Wenn du noch ein bisschen Gedanken machen willst, kann ich schon meins vorgreifen. Sag mal, ja. Für mich ist es Punkt der Reliability. Das ist mir, glaube ich, am meisten aufgefallen. Ich habe es mega krass gefunden, dass das ganze Testing das sind ja 3 Tage mit mehreren Renndistanzen, die gefahren werden. Ich muss übrigens noch schnell Dings ablesen, fast vergessen. Distanzen von den Teams. Und du hast einfach kaum Probleme gehabt. Ganz sicher kein Motorenproblem und ganz wenig Probleme von Autos, wo irgendetwas abgehakt ist oder irgendetwas sonst passiert ist. Und das ist ja genau das, was du ja eigentlich machst. Du machst Reliability Testing mit deinen Race Runs, oder? Du fährst mal einfach, bis irgendetwas abgeht, grob gesagt. Ausser du hast eine ganze Renndistanz drin, dann weißt du, alles ist gut, alles ist stabil. Und für mich, das Testing hat es ausgemacht, einfach puncto Reliability. Das ist mein Point of the Year. Ja, gut. Also, sehe ich ja, weil ich muss sagen, dass ja eigentlich Zuverlässigkeit, muss man aber auch sagen, die muss so sein, wie sie jetzt war. Weil ich meine, rein motortechnisch, die Motoren sind seit 2014 im Einsatz. Das ist immer der gleiche Mock eigentlich seitdem her. Also Bauform her. Und ich meine, das Chassis haben wir jetzt auch schon seit 2022 so, also auch schon 3 Jahre so, Bauweisen, alles drum und dran. Also ich denke, nächstes Jahr wird es wieder anders aussehen. Neuer Motor, neues Chassis, alles drum und dran. Dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Zwischenfälle geben und dann wird das Testing wiederum ein bisschen spannender, weil ich würde sagen, das Testing für Teams sicher interessant, spannend, lehrreich, aber als Zuschauer, wo du keinen Einblick in die ganzen
Daten hast von den Teams, oder nur mega oberflächlich, eher ein bisschen lame gewesen. Also, ich habe es schon geschaut, weil ich bin einfach gehypt auf die Season mit den Rookies, mit Hamilton, Ferrari und auch einfach schon so, dass es jetzt einen engen Titelfight könnte geben. Darum hat es mich auch mega interessiert gehabt. Aber sonst, wenn du jetzt einfach so als Außenstehender, sag jetzt mal, du bist ein McLaren-Fan, Lando Norris wahrscheinlich der eher noch, dann schaust du das und denkst so, ja, okay, wow, was soll man jetzt sagen? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen langweiliger, weißt du, was ich meine? Also darum, ich würde eher sagen, ich habe das ganze Testing ein bisschen langweilig gefunden als Außenstehender, aber ich finde es trotzdem, also ich selber habe es schon spannend gefunden, hat einfach, oder hätte spannender gefunden, wenn du einfach die ganzen Daten noch gesehen hättest, vertieft gesehen hättest. So, meine Meinung. Was aber noch wichtig ist zum Erwähnen, ganz am Schluss, sind, wie viele Rundinnen das es gemacht hat, oder wie viele Rundinnen die ganzen Teams gemacht haben, weil du hast aber gerade von Zuverlässigkeit geredet. Und das Team mit den meisten Rundinnen an diesen 3 Tagen ist Mercedes gewesen. Die haben 458 Rundinnen gemacht. Am Donnerstag haben sie am meisten Rundinnen gemacht. An zweiter Stelle ist Haas gekommen, mit 457 Rundinnen, in eine Runde weniger gemacht und am Freitag haben sie die meisten Rundinnen getragen. Racing Bulls erstaunlicherweise 454 Rundinnen gemacht, 160 davon am Freitag, auch dort am meisten gemacht. An vierter Stelle ist Alpine mit 405 Rundinnen. Die haben auch am Freitag am meisten Rundinnen getragen, 145 gesamthaft. Dann kommt Williams, 395. Die haben am Freitag auch am meisten Rundinnen gemacht. Ferrari 382. Die haben am ersten Tag, am Mittwoch am meisten Rundinnen getragen. McLaren 381 Runden, also eine Runde weniger als Ferrari. Die haben am Freitag am meisten Runden getragen. Sauber 354 und die haben am Mittwoch am meisten Runden getragen. Und dann kommt Aston, die haben 306 Runden gemacht. Die haben am Freitag am meisten Runden gemacht. Und dann Red Bull hat am wenigsten Runden getragen. Das ist recht erstaunlich. Die haben 304 Runden gemacht. Am meisten Runden am Mittwoch und am wenigsten Runden am Freitag, wo der Max alleine gefahren ist. Es ist eigentlich crazy, dass Red Bull am wenigsten Runden gemacht hat. Am ganzen Testing. Mhm. Und das sind 150 Runden weniger als Mercedes gemacht hat. Das ist crazy. Und ich glaube, das zeigt auch, dass die haben so viel Zeit in der Werkstatt verbracht, mit irgendwelchen neuen Teilen dran tun und dran nehmen und das ausprobieren, dass du halt einfach keine Zeit mehr hast. Weil was halt der Unterschied macht, sind die Raceruns, die die Fahrer noch gemacht haben. Wenn du 2 Raceruns reinklatschen, dann wärst du schon viel, viel weiter runter da. Ja, es ist speziell. Also eben, dass sie doch weniger Runden gemacht haben als, sage ich jetzt mal, Top-Teams, weil eben Mercedes, Ferrari, McLaren, die sind ja eigentlich doch ein bisschen weiter, aber gut, jetzt eben Ferrari und McLaren haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele Runden gemacht im Vergleich zu Mercedes. Also Mercedes ist doch wirklich eigentlich so das Fahrzeug, das sehr, sehr zuverlässig ist oder am meisten oder wenigsten Problem hat, obwohl dass sie ja auch einen Batteriewechsel gemacht haben noch. Aber sonst eben so Kleinigkeiten haben sie ja nicht gehabt. Und ja, mal schauen, wie sich das dann auf die ganze Saison wird auswirken. Eben das erste Rennen startet in 2 Wochen. Das ist dann vom 14. bis zum 16. März in Melbourne. Dort also unbedingt dann den Wecker früh am Morgen stellen. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, um welche Zeit das Rennen startet. Oder vielleicht kann ich gleich kurz nachschauen, wenn ich da kurz spicken. Mal, da kann ich schauen. Das Rennen startet am 5 Uhr am Morgen, Alter. Und, ich freue mich schon drauf. Also sehr, sehr früh am Morgen. Und ja, hast du noch irgendetwas Abschließendes, was du einwerfen willst, oder? Eigentlich nicht gross, aus einer kleinen Entschuldigung, dass es so lange gegangen ist, bis wir einen neuen Podcast rausgehauen haben. Aber ich war in der Ferien, nachher krank und dann hat es auch wieder mal von der Arbeitspläne nicht gepasst. Aber ich hoffe, ihr verzeiht. Ja, also ich glaube, wir lassen mal das voraus und sagen so, ja, in 14 Tagen gibt es wieder den nächsten Podcast. Wir haben zwar schon noch einen, den wir unbedingt aufladen, bevor das Australien losgeht, weil wir haben da nochmal eben so einen Prediction-Podcast, wo wir euch möchten näher bringen, wo ihr auch könnt mitwirken mit euren Prediction, also wieder so ein bisschen eine Challenge wie beim Bingo, wo wir einfach nur intern hatten. Jetzt
ist aber dann wirklich, kann man sagen, ein bisschen extern, da kann eigentlich jeder mitmachen. Dann. Das werden wir euch dann noch ein bisschen näher bringen und da hoffen wir, dass wir die Episode rechtzeitig sicher noch vor dem Grand Prix raushauen können, weil der würde ja auch schon zählen. Und ja, das wäre es von der heutigen Episode von Unsafe Release. Danke vielmals, dass ihr wieder bis dahin zugelassen habt und dann würden wir uns dann wieder in der nächsten Episode hören und bis dahin, macht es gut, schönes Tag noch und bis zum nächsten Mal, jetzt habe ich wieder gesagt, egal, bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.